Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Dass ihr da seid, das ist schön. Erstes habt's uns grad noch gefällt. Kommst daher, grad wie bestellt. Fallen mir heut vielleicht noch um. Wissen wir genau, warum. Kleine Kinder gehen ins Bett. Ja, aber unser einer, ja, aber unser einer nicht. Ich hab Batschen gekriegt schon vor x Jahren, ja, die sind heut noch nicht und das ist klar. Ich schau's täglich an und kann's nicht tragen, weil meine Freunde alle zu mir sagen. Ja, grüß dich Gott, wie geht's dir denn? Dass du heute da bist, das ist schön. Erst du hast mir grad noch gefällt, du kommst daher, grad wie bestellt. Fallen mir heut vielleicht noch uns, kann schon passieren, wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett. Ja, aber unser einer, ja, aber unser einer nicht. Jawohl. Grüß euch Gott, habe die Ehre. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Montagabend bei der Pawlatschen da in der Klause in Botschenau in der buckligen Welt. Ohne Patrick, die Morgenshow Zuseher wissen bereits Bescheid. Die sind schon im Bilde. In diesem Fall muss ich es jetzt aber trotzdem nochmal erklären, weil der Patrick hat morgen einen unaufschiebbaren und sehr wichtigen Arzttermin um 8 in der Früh. Und da haben wir natürlich gesagt, das geht irgendwie nicht, dass er da rauskommt, und es wäre von mir aus nicht gegangen, dass ich reinfahre, weil ich eben einige Termine hier wahrnehmen musste heute und morgen um 11 Uhr auch schon wieder. Daher haben wir gesagt, das ist logistisch ein bisschen problematisch. Bleibt daheim, haben wir gesagt. Bleibt daheim, aber wird sich heute noch zuschalten mit einem Harmonika-Solo. So, sagen wir mal verblieben. Boah, kleinen Schnagerl. Michael Unger, ist bei dir so kalt? Na, kalt ist nicht. Und der Ofen wird sicher noch zu warm werden, aber es ist auf jeden Fall nicht so warm, dass man da einfach so sitzen kann. Die Heizung, die wollte ich nicht auftragen. Für das haben wir ja Holz, nicht? Nur es ist so zum Sitzen schon ein bisschen zu wenig gemütlich, sagen wir es so. Ich muss dann ein bisschen zurückdrehen und er wird mir sicher zu warm werden, aber was sollst du machen? Was sollst du machen? Ich begrüße im Chat auf jeden Fall ganz herzlich. Michael Unger ist da. Die Nathalie ist da, jawohl, aus Mödling. Bin euer größter Fan. Na schau, das gefällt mir. So groß bist du aber gar nicht, kann mich erinnern. Naja, eine blöde Rederei von mir, gell? Spielt's mir in Fiaker, Heiselfrau, hab heute mein zweites Liptom raus operiert bekommen. Erfolgreich hoffentlich. Bravo, Susanne Faberer. Ja, werden wir schon was zusammenbringen. Ja. Landtagsstürmer Markus ist da, hallo Freunde, begrüße ganz herzlich. Auch Mittelhessen ist am Staatsigste. Ich merke mir das kommt aus mir rausgeschossen. Mittelhessen, nie was anderes behauptet. Schönen Abend, guten Pawlatschenabend, die Woche fängt gut an. Bravo Franz M. Bravo, Grüße bitte an die Gnädigste, die hoffentlich neben dir sitzt und mitschaut. Ganz liebe Grüße an Isabella. Peter Prachtl ist da, jawohl. Adi Rehberger, schönen Abend ihr zwei, gratuliere zur 225. Herrlich mal Pawlatschen. Ist es jetzt die 225? Das ist ja wirklich wahr. Freue mich jetzt auf eure Statements und Lieder, jawohl. Peter Prachtl vom Kaiserstuhl, Markus Volker, jawohl. Karin Albertine Pristernik ist am Start. Was das Heimgeh vergisst, ja, Adi, das werde ich zusammenbringen. Einen schönen Abend, sagt Alexandra Kabach. Paul Artmann, guten Abend aus München. Sollen, jawohl, grüß dich gut. Dampfhammer 57 ist da. Wieder Solo wird spannend, sagt der Franz M. Ja. Patrick ist schon im Chat. Und wie gesagt, er wird sich dann im Laufe der Pawlatschen wieder sich zu uns gesellen, einmal mit einem Solo seinerseits
mit der steirischen oder auch und auch vielleicht auch mit der wienerischen, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist grundsätzlich auch da, nur es ist wirklich logistisch, war das ein Blödsinn gewesen. Und da haben wir gesagt, naja, wir reißen uns nicht die Haxen aus im wahrsten Sinne des Wortes, sondern machen das halt auch so. Hätte ist aus der Schweiz mit dabei, Christi Gott. KTM-Junkie habe die Ehre. Jawohl. Matthias Mariacher. Sieht ja gemütlich aus mit dem Ofen, gell? Nein, es ist doch gemütlich. Es wird noch bald sehr warm werden. Aber ohne ist es zu wenig. Ich habe nicht viel Holz da. Ich habe nicht viel. Wird schon was werden, sagt der Markus. Jawohl. Mittelessen. Gute Besserung, Patrick, sagt der KTM-Junkie. Jawohl. So. Spielen wir gleich wieder was, ne? Spielen wir. Da leider einen Schatten aufbaut. Ist das die Weinflaschen? Nein, das ist das Mikrofon, glaube ich. Nein, das ist das Mikro. Ja. Ja, aber einen Ton brauchen wir. Ich hoffe, der Ton passt. Ja, wenn nicht, gibt's Bescheid. Gebt's bitte Bescheid. Schon verspült. Ja, ich fier zwei halbe Roppen, mein Zegel steht am Grom. Ach so wie die zwei Truppen, werden's nicht bald gesehen haben. A Peitschen, na das gibt's nicht. Ui, es nur nicht schlagen. Das höchste war ein Schnäuzer, sonst zerressen's mir den Wohn. Vom Lamm zum Lusthaus Vorriss in 12 Minuten hin. Da springt man keins nicht im Galopp. Da geht's nur rüber, trop. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch hab, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann a jeder werden, aber fahren, das können's nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heut ein echtes Wiener Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heut Pfiff, ein echtes Wiener Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fest benannt. Und kommt's einmal zum Anfahren und wäre dann begraben. Ja, dann spannt's mir meine Robben ein und führt's mich übern Graben. Dann lasst's es sauber laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, noch nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht wegen die Kretzung mit. Es ist ein Muss, das umziehen, ins allerletzte Haus. Und lädt die so ins nur merken, ein Fiaker fieren's hinaus. Und auf mein Grabstein da soll ich stehen, damit's die Leute auch deutlich sehen. Sei stolz war, er war heut ein echtes Wiener Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, er war heut ein echtes Wiener Kind. Jawohl. Jawohl, Frau Ole, was sagt sie jetzt da? Ich hab auf den Wein vergessen. Grisi ist auch da, jawohl. Also ein Strom, der sitzt im Finstern, sitzt er nicht. Das ist die Umgebung, ist gemütlich. Oder ist finster? Findest du das so finster? Nein, oder? Bin ich hell. Nach Hintergrund muss er nicht erstrahlen. Ich muss erstrahlen. Ne? Ich mir gedacht, ich meine, ursprünglich habe ich es deswegen zurückgetragen gehabt, das ganze Licht, weil das Glotzen gespiegelt hat. Das hat aber nichts genutzt, daher habe ich ein Kaperl aufgesetzt, so gesehen hätte ich wieder höher dran können. Aber bitteschön, wir können ja einen Test machen, wir können eine Abstimmung machen. Aber theoretisch, pass auf, wenn ich da hergehe, das ist heller. Ich fahr wieder runter. Das ist ein bisschen viel. Na, so.
Sind wir jetzt zufrieden? Ein bisschen eine Stimmung gehört ja. Fritz am Startgas ist am Start, unser Grausignier. Zieh ich den Hut noch, siehst gleich die glänzende Glotzen, schau. Es glänzt von allen Seiten, es nutzt nichts. Und so viel Puder kannst du gar nicht auftragen, ich meine, weil dann glaubst du, dann tät zwar nichts mehr glänzen, aber du glaubst, ich habe eine Lurchschicht am Schädel. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ja. Du bist auch finster, darum frage ich ja, nein, ich bin nicht finster, wo bin denn ich finster? Ich bin ja hell, bin sogar hell angezogen. Ich bin wie sagt man da, ein Lichtstrahl in der Nacht. Ich bin das Licht am Ende des Tunnels. Ich meine, da wird ein bisschen pathetisch. Ist schon richtig, aber, ja. So schaut's aus. So, hier ist ein Wasser. Ich habe mir jetzt da einen Rotwein aufgemacht heute schon, an Olivin. Olivin, wer sich nicht auskennt, Gutserfüllung, Weingut Winkler Hermaden aus Kapfenstein. Ich sage immer Kapfenberg, aber es ist Kapfenstein. Das berühmte Vulkanland in der Steiermark. Patrick und ich hatten ja schon die Ehre, dort auch zu musizieren. Schloss Kapfenstein. Nicht gerade bei Erna daheim. Also beim Winzer nicht. Nein, beim Schloss. Im Schloss haben wir gespielt. Aber das Schloss Kapfenstein, schau, muss man schon sehen. So. Das Schloss Kapfenstein ist an sich, schau, wie steht das da steht. Direkt ein Stillleben. Ein Stillleben. Ja. Friesler Stadtgut sagt es richtig. Die Kappe verdeckt einen Heiligenschein. Dankeschön. Ja, und das mache ich aus reiner, weil ich so bescheiden bin. Drum, na, jetzt muss ja nicht jeder sehen, dass ich herrlich bin, gell? Glatze glänzt wie ein frisch lackiertes Hutschpferd. Michael Unger, na, schön, dass ihr jetzt alle ein Thema habt mit meiner Glatzen. Sehr zum Wohle, meine Herrschaften. Ah, herrlich. Ist schon ein super Tripfel. Vulkanland in der Steiermark, sehr zu empfehlen. Eine sehr schöne Gegend, aber auch kulinarische Attraktionen. Der berühmte Vulcano-Schinken etwa stammt von dort. Das ist so ein bisschen Vergleich, also die haben mehrere Produkte, aber dieser berühmte Vulcano-Schinken ist so ein bisschen vergleichbar, ja, mit einem Serrano oder einem Prosciutto, weißt, so in diese Richtung. Nur dass der Steiermark ein Traum. Der Gölles, der berühmte Gölles, das ist auch im Vulkanland, glaube ich, aber zumindest noch, aber ich glaube, es ist im Vulkanland. Der Gölles, da hat die berühmten Essig und Schnaps. Weltklasse. Und auch, wer auf Süßes steht, die berühmte Schokoladenmanufaktur Zotter. Der Hans Zotter, Franz, ist ja wurscht, wie er heißt, der Zotter. Zotter Schokolade. Es ist meines Wissens nach auch Vulkanland in der Steiermark, zumindest eben an der Grenze. Und dann gibt es noch was echt Leibendes im Vulkanland, das muss ich jetzt noch extra sagen. Schönes Gesicht braucht Platz. Ne? Der Fritzl ist halt, wir sind seelenverwandt, weil du weißt ganz genau, um was es geht. Matthias Mariach, aus welchem Jahr ist der Olivin? Ja, das ist schon älter. 2014. 10 Jahre alt. Darum kehrt er weg. Der hält schon, aber er ist noch hervorragend. Aber wahrscheinlich wäre er optimalst gewesen, wahrscheinlich, weiß ich nicht, vor 2-3 Jahren. Aber er ist immer noch ein Juwel. Ja, und das mache ich mir noch bei Solo-Pavlatschen, weil das mir zu teuer, also mit Patrick Döll. Na, ist natürlich ein Blödsinn, zumal der Wein gehört eigentlich mein Munkelein. Aber die ist nicht da, die kann sich nicht wehren. Ich helfe nur, dass der Bestand wegkommt, dass wir wieder nachfüllen können. So schaut es mich aus. Mama ist da, grüß dich gut. Ein Sterndal in der Nacht, sagt die Hätte. Wenn ich den Kamin sehe, wird mir gleich noch heißer, als mir schon ist. Ja? Naja, mir wird auch gleich heiß werden. Jetzt werden wir zurück dran. So. Aber es ist ja so, dass wenn es jetzt da sitzt, und ich habe den ganzen Tag die Fenster nicht offen gehabt. Und es ist da jetzt draußen mit Leiberl habe ich Rosen gemacht und Gartenarbeit gemacht. Das ist alles kein Thema. Aber dann, es ist halt herinnen, erstens einmal, durch das, dass ich nicht immer da bin, ist es da ein bisschen ausgekühlt herinnen.
Und wenn ich dann nicht ja, es muss einmal erwärmt werden, nicht? Dass das ein bisschen was bringt und sonst sitzt da und es hat, gestern hat es zum Beispiel, was hat es gestern gehabt, 18 Grad. 18 Grad ist dann da ein bisschen wenig. Zum Sitzen so ist das nichts. Ja? Und daher muss ich, es muss ich, ne? Was sollst du machen? Ja? Sehr großherzig von dir mit dem Wein, gell, Alexandra? So bin ich. Patrick sagt eh schon, trink einen Olivin ohne mich. Ja, du willst ja nie einen Rotwein. Ich frage dich immer wieder, willst du einen Rotwein? Nein, kein Lust, nein, trink mir lieber einen weißen, ist mir ehrlich, aber. Ja, und Roter, es ist ja, ich mag beide Weine, aber ich trinke tatsächlich mehr Weißwein. Warum, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich trinke beide wahnsinnig gern. Was die Krise hat? 29 Grad im Wohnzimmer, draußen hat es 24. Wirklich in Wien ist so warm? Na, da jetzt kann ich genau sagen, was draußen ist. Ich meine, das haben wir nicht so. Ich kann ich das ganz genau sagen. Ich habe ein Smart Home. Also, so ähnlich. Pass auf, da haben wir es schon. Kann ich sagen, 21,4 Grad hat es jetzt draußen. Und da hat es jetzt 21,8. Da vorne. Ja. Und vorher war es so 19 Grad, 20, ist ein bisschen wenig. Und 21,4 ist jetzt auch kein Reißer. Sagen wir so, zum gemütlich da sitzen. Sagen wir es auch so. Aber in Wien ist es natürlich dann schön warm, ja. Man hilft, wo man kann. Bravo, Peter Brachtl. Ja. Schönen Abend alle miteinander, der Alexander Hauser. Alexander Hauser, immer wieder eine Freude, ihn zu sehen. Beim Taschler meistens, nicht? Beim Taschler in Kohlenberger Dorf. Und ich meine, es schaut halt, ja, was soll man machen? Es ist halt das Mikro, irgendwo muss ein Mikro hin, gell? Steckt halt im Weh, ist ja wurscht. Auf jeden Fall immer große Freude, den Alexander zu treffen beim Taschler, aber auch sonst wo natürlich, aber beim Taschler, aber ist ja das fast schon, das brauche ich. Das ist wie ein Mobiliar ist das dann. Wenn ich sehe, der Alexander ist da, jawohl, da freue ich mich schon. Da machen wir gleich einen Taschler, nicht, wie es geht. Ich könnte das natürlich, das Instrumentalstückel von Patrick bringen, also die Gitarrenbegleitung. Okay, ich bring's nicht, weil es geht ein bisschen Fahrt sein ohne Harmonika. Magnus Sterzing ist auch da aus der Ruhe, jawohl, grüß dich gut. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin und gleich bei der Kirche ums Eck. Da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glückling drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Gemütlichkeit und ich find dort Gemütlichkeit.
part of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How could I go along without you? You took the part that was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How could I go along without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of, why not take all of, why not take all of me? Den Song bringen. Oh yeah. Das war anstrengend. Das Skatgesang hat den Ofen wieder aufgeweckt, ja. Ja, wobei, was das schaut ja. Soll ich schöner machen? Soll ich schöner machen ein bisschen? Hör auf mich! Jetzt wird wieder das Video wieder gesperrt. Geht aber. Taugt mir sogar ein bisschen. Markus Pistonik, danke dir schön. Der Klaus beim Harry in die Trompetenschule gegangen. Bei welchen Harry? Bei welchen Harry? Ah, das war Posaune jetzt da, ja. Ja. War spontan. Lise sagt, bitte ist das geil. Ah, ja. Siehst du, obwohl in der Finsternis sitzt. Pass auf, jetzt richte den Ofen ein bisschen her. Oh. Tu dir nicht weh, Klausi, tu dir nicht weh. Schau her. Da ist noch ein bisschen was vom Feuer. Ja. So. Weil es darf ja nicht zu warm werden. Ich meine, es ist wurscht, es wird eh heiß, es ist eh egal. Aber ich kann nicht da kippen ein bisschen. Ja. Geht schon kalt einer. So, da war's, so schaut's aus. Aber ich glaube, es hat euch gefallen. Aber beim schneller Fonte. Ah ja, der macht ja auch so Sachen, ja. Aber das liegt noch an.
Magner Sterzinger. Da freuen sie mich, wenn ich beruhigt, der Ofen ist finster. Ja. Sofort vom Peter Brachtl aufgeklärt, das Licht ist jetzt nur woanders. Weltklasse. Weltklasse. Wahnsinn. Wahnsinn. So, pass auf. Geht's gleich weiter. Ich würde sagen, es geht gleich weiter, weil so viel Glasel. Da wäre Glasel. Aber das nicht mehr. Aber das schaut, ich meine, das hat doch Atmosphäre, oder? Diese Optik. Also, sogar mit mir. Ich stehe ja gar nicht einmal wahnsinnig. Der Fernseher steht ein bisschen da so. Der stört mich schon, aber ich habe keine andere Lösung gefunden. Der ist früher so an der Wand gestanden und ich habe immer Vierer geschoben. Auf so einen Ruhewagel. Und das ist mir jetzt dann irgendwie zu blöd, wenn jetzt habe ich da fix sowas hergestellt. Und den Fernseher drauf. Ich verwende den eh nicht viel. Aber wann? Dann bin ich froh, dass er da ist. Und das ist so ein riesiger Fernseher. Nicht, dass ich jemals sowas hätte. Meiner war ein recht kleiner. Und dann habe ich ja den quasi, wie wir das Haus renoviert haben von meinem Munkelein, habe ich den mehr oder weniger übernommen, weil wir dann dort einen Neichen gekriegt haben. Und ob ich den haben will, habe ich gesagt, naja, klar, ne? Da geht schon gar nicht einer. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, bis Depper, der ist aber groß. Ich weiß gar nicht, wie groß, aber so passt es eigentlich, grundsätzlich passt es sehr gut her, nur natürlich da jetzt als Background ist er nicht so schön. Und jetzt irgendwas, da ist so ein Deckel drüber, irgendwas, ein Fetzen drüber hängen. Naja, weiß auch nicht, vielleicht mache ich das einmal, wenn ich einen schönen Fetzen finde. Die gibt es so bei den Fetzentandler halt, nicht? Auf den Märkten, nicht? Da gibt es oft so diese Tierchen. Vielleicht kaufen wir sowas, ja. Ja, stimmt, gell? Weihnachtsatmosphäre. Für du mal das Buch zum Vorlesen, ja? Das stimmt. Lauf in Wien an, nur das Bummel. Wird gemacht, Herr Sterzinger, wird gemacht. Jetzt, wo ich voll drinnen bin. Ja. Aber das stimmt wirklich, Weihnachtszeit. Das hat was, ja, mit dem Ofen noch, gell? Aber es ist natürlich schon, also allein jetzt schon, das ist schon auszahlen, wenn ich jetzt da einen Livestream mache und in den Ofen einstelle, Sommer zum Beispiel, einen Monitor, der nur anspielt, so ein Holzfeuer. Also quasi nur für euch, als nicht Requisite, wie sagt man da, sagt man Requisite? Das Bühnenbild. Das hätte doch was. Das Feuer, weißt du, ohne dass man heiß wird dabei. Stell ein Bild davor. Jetzt ist aber gar keine blöde Idee, Fritzl. Fritzl, es ist keine blöde Idee. Da muss ich jetzt schauen, ob ich was Passendes habe oder im Atelier von der Mutter was steht, was ich ihr wegnehmen kann, ohne dass sie merken jetzt schon, aber ohne dass das Bass war. Das ist eine Idee. Fritzl, da sieht man wieder, was am Neckar für Genies schlummern. Also schlummern. Ich will da nicht schlafen, aber du wisst, was ich meine. Ein Büdel davon ist keine schlechte Idee. Das muss aber schön, also das muss ich irgendwie an dem Unter, das muss schon groß sein, da muss ich das so anbringen können. Ja. Feier Ostbankkarte. Jesus, nein, aber das kann ich nicht. Gestern Nacht in mein Wohn, du die endlich allein. Ich streich da durch die Haare. Na, weiß ich schon nicht weit. Wie geht's weiter? Na geh, bin ich depp, wie geht das? Du sagst leise nein. Hätte nicht bitte Wort noch, aber ich weiß, dir geht's mit mir. Du brennst wie ich, Feuer. Du spürst ein Orgelspiel, spürst
mit mir Katz und Maus, du spielst mit dem Feuer und das halt ich nimmer aus. Ich hab schon Angst vom Schlafen, liege in einem Gewehr. Ich bin mit Haut und Haar, wenn mich nicht bald wer redet. Romeo und Julia, Samson und die Leila, ja, von sowas träumst und ich krepier dabei im Feuer. Und dann schaust mich an und ich weiß, dir geht's wie mir. Du brennst wie ich, Feuer, 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 brennst wie ein Feuer. Und zum Löschen trinken wir noch eine Flasche Wein, hol oder rot. Es muss ja nicht das Letzte sein, hol oder rot. Und dieses Gar gibt's kein Genieren, hol oder rot. Da müssen wir noch eins repetieren, ja noch eins repetieren. Ja, war, gebe ich zu, jetzt ein Untergang. Meinerseits aber ich. Na, das gibt's nicht. Nein, das ist ja wurscht. Wir sind ja nicht da zum Üben. Auch nicht schlecht Feier als Pulker. Nein, ist gegen mich aber gehen. Gehst dann noch in meinen Wohn, du und ich endlich allein. Ich streich dir durch die Haare, du sagst leider nein. Hätte nicht, bitte wart noch, aber ich weiß, dir geht's ja mehr. Du, ich krieg mich, Feier, Feier. Hitpotenzial, absolutes Hitpotenzial. Vollkommen, meiner Meinung nach. Aber was zählt schon meine Meinung, gell? Fange ich gleich noch einmal an. Nimm mir noch einen Schluck vorher. Schau, ausfallen. Fallen. So schaut's aus. When I follow to the station, the suitcase in my hand. When I follow to the station, my suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all my love's in vain. Anna hat immer das Bummel, Anna muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Kicker Stiefkind bin. Oh, my love, oh, my love. Quando
da-da-du. Einer hat immer das Bummel. Einer muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das Bummel. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. We'll meet again. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. We keep smiling through, just like you always do, till the blue sky are away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, I don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Some sunny day, some sunny day. Well, back to the blues. Yeah, we'll meet again. Fallen. Prost, meine Herrschaften. So. Ich finde diese Medleys so cool. Einfach gewaltig, danke. Magnus Sterzinger, danke schön. When I follow to the station, shoot big ace in my hand. Ja, Robert Johnson. Grandios. Leibwand, sagt der Alexander Kabach, danke der Chef. Fritzl hat die 8 Leine, die Mama eben. Das Swinging Klaus, sagt die Grisse. Matthias Mariacher, Landtagstromer. Danke schön für euren Zuspruch. Ja, ich wollte es nicht wienerisch halt nicht, aber sehr wurscht eigentlich. Manchmal kann man ja Grenzen verschwimmen lassen, wie man so schön sagt. Ja, Lord Dauer, jawohl, Flammenblues-Achteln. Und es ist jetzt so, irgendwas wollte ich sagen, weiß ich nicht mehr was. Ja, da drin was. Sag ich jetzt ausfallen oder einfallen? Wenn ich mir das hole, müsste jetzt eigentlich ausfallen hassen, oder? Ausfallen. Schon da? Ein Traum. Und einfallen. Oh, schön. Irgendwas wollte ich so. Aber was war das? Ja, Robert Johnson. Jetzt da erst, weil da haben wir geredet gehabt bei einem Live-Podcast am Morgen, bei der Morgenshow, haben wir geredet einmal über den Interpreten, also über quasi
eigentlich über die Aufnahmestudios und sind die besten Aufnahmen, die wir so kennen. Und wo wir ihm gesagt haben, es hängt eigentlich am Interpret tatsächlich, weil oft sind die Aufnahmen oder das technische Equipment oder gar die Instrumente gar nicht einmal so leibend oder verstimmt oder was auch immer. Aber trotzdem ist die Aufnahme Welt und du liebst das. Und warum? Wegen einem Interpreten. Weil der Interpret einfach das umbringt. Und da war, ich glaube, der Onkel Ramirez hat das Kommentar dazu geschrieben bei dem YouTube-Video, wo er eben das bestätigt hat und als Beispiel brachte er Robert Johnson, der ja dieses Love in Vain geschrieben hat oder zumindest ich weiß gar nicht, ob er es geschrieben hat, ob es nicht sogar älter ist und er es nicht übernommen hat, aber ich glaube, es wird zumindest ihm zugerechnet. Love in Vain, was dann später die Rolling Stones übernommen haben oder gecovert haben, aber es war eigentlich von Robert Johnson, 30er Jahre Aufnahme. Und da hat ihm der Onkel Ramirez gemeint, er hat so eine Schallplatten gefunden, Doppelplatten, glaube ich, das, Robert Johnson. Und das waren also alte Aufnahmen, teilweise wahrscheinlich von Shellax oder was überspielt, aber halt auf dieser Schallplatten dann verewigt. Und da hat er ihm auch gesagt, das ist also, ich meine, die Gitarren klingen wie ein Gummibandel über einen Joghurtbecher gespannt. Nicht? Und, also furchtbar in Wahrheit, ja, aber es ist so ein Genuss, weil einfach der Robert Johnson geil ist und weil er das so gut umbringt und weil er diese Leidenschaft, dieses Herz mit einbringt und das macht es aus sozusagen. Daher, äh, ja, also das ist mir jetzt eingefallen zum Robert Johnson. Der Magnus Sterzing, Klaus, hast du dir schon mal überlegt, Jazzklassik ins Wienerische zu übersetzen? Ich weiß, das war schon öfters da, aber ich glaube, ihr könntet das super. Naja, möglich. Oder Bluesklassik. Ja, es ist nur so, erstens gibt es das schon. Also vor allem die Swing-Klassiker gibt es alle schon im Wienerischen. Das wäre nichts Neues. Zum anderen, das ist so wenn du es dann wirklich irgendwie verwenden willst. Es ist ein für mich nicht enden wollender Krieg mit der Bürokratie und der Musikindustrie, weil du musst dann, wenn du einen neuen Text drauf schreibst, musst du dann die Genehmigung des Rechteinhabers einholen. Das ist meistens halt, ja, Verlag oder Universal oder Sony oder BMG oder so irgendwas. Und das ist mir zu mühsam. Und es ist ja nicht mein, wie soll ich sagen, ich schreibe lieber eigene Lieder. Weil die Nummern sind eh leibend und ins Wienerische übersetzt, ja, gibt es eh ein paar. Und aber siehst du, da kann ich dann noch anspülen. Da kann ich dann noch anspülen. Aber es ist nicht mehr, es hat mich nicht gejuckt, diese Idee. Also, ich habe schon mal dran gedacht, aber hat mich nicht wirklich, ja, hat mich nicht gefasst. You Never Can Tell wäre noch cool. Kann ich leider nicht. Das wird der Überhammer, ist eines meiner Lieblingslieder, sagt die Krise. Na leider, das kann ich nicht. Na schau, der Magnus Sterzing, die CD oder auch. Robert John, gesammelte Werke, Wahnsinn. Ja, dann wirst du es auch nachempfinden können. Nicht? Das ist einfach, das ist eben so bei uns im Wienerischen Songs mir halt Stadelmeier-Gruppe. Das ist halt Stadelmeier-Gruppe, wenn die da aufspielen. Das ist auch die Aufnahme, das ist halt, mein Gott, das ist ja Kartonqualität, war ja auch kein Studio, das war Live-Mitschnitt in die 70er Jahre, also du kannst dir vorstellen, was das für eine Qualität hat. Und trotzdem für das eigentlich sehr gut. Und dann hast du halt die Instrumente auch, die nicht super gestimmt sind und ja, von dem her sagst du eigentlich, ist nicht gut. Aber in Wahrheit sagst du, das ist Welt. Und das liegt an den Interpreten, es ist halt so. Damit ist Kollege und Karl sogar an den Beatles gescheitert. Was mit den Rechten, gell? Wahrscheinlich, ja. Ja, ja, nein, das so, ich will mit dem gar nichts sagen. Deswegen gibt es zum Beispiel auf den Blues-Schrammeln keine CDs, keine Aufnahmen. Das ist, das sind ja sogar Potpourris verschiedener Lieder und diese ganzen Klassiker, Rock-Klassiker und Co. und Blues und Jazz, diese richtigen Hits, diese Evergreens, ja, auf das schauen schon. Und bloß nicht ohne Genehmigung ein Aufnehmer und eine CD machen. Die klang die fertig. Also es gibt die Existenzen, die wurden vernichtet. Also bis zum Selbstmord, weil ja eben ja, alles vorbei war. Ebenso zum Beispiel so Übersetzungen. Nicht? Haben welche gemacht vor Jahren, nicht? Also gibt es nicht, ne, ein paar gibt es da, nicht? Die dann sofort natürlich
geklagt worden, die CD musstest du halt dann gleich vom Markt nehmen. Okay, damit wäre halt jetzt, das wäre ein überschaubarer Betrag gewesen, den du halt verloren hast, aber dann ist natürlich Schadenersatz gegangen. Und das ging in die Millionen. Und das waren einfache Leute, also das waren teilweise leider, ist das so weit gegangen, dass sie die Leute heimdraht haben. Aber ist wurscht, diese Schadenersatz haben sie sich dann von der Erbschaft geholt oder wie auch immer. Also Musikbusiness, diese große Industrie dahinter, da gibt es leider gar keinen Heiligenschein. Das ist leider eine ganz große Verbrecher. Also ethisch gesehen, ethisch. Die Jure haben sie ja recht, aber ethisch sind die das allerletzte. Also ein paar von die Big Player halt. Ne? Ist ja kein Wunder, die kommen ja auf alle, die sind ja alle von der Erdölindustrie gekommen, waren alle diese Plattenfirmen waren Ableger von der Ölindustrie. Gut, für die Schallplatten hast du ja Öl braucht, so gesehen geht's passen. Und das ist ein beinhartes Geschäftsdenken, ohne nur einen Funken von Menschlichkeit. Vielleicht hat sich mittlerweile da was geändert, aber alles das, was ich gelesen, gehört habe, reicht für mich vollkommen aus, um zu erkennen, dass das wirklich diese berühmte Geschichte ist, wo der Musiker die Seele dem Teufel verkauft für den Erfolg. Das wird schon stimmen. Weil da bist du wirklich dem Bösen ausgeliefert. Unter Umständen. Also, und dann gibt es natürlich schon andere Wege auch noch, andere Möglichkeiten, aber die sind halt natürlich schwieriger, aber es haben auch viele bestritten und haben auch viel geschafft. Und also man kann es auch sicher auch hier wie immer nicht schwarz-weiß sagen und über einen Kamm scheren alle, aber so diese Big Player, diese ganz großen, mittlerweile 3, 4 Industriewerke in der Musikindustrie, in der Musikbranche, da würde ich mit äußerster Vorsicht rangehen und wie gesagt, alle diese Klassiker, das ist, ja. Als Coverversion deklariert kann überhaupt nichts passieren, doch, Chrissy. Naja, live spielen kann ich alles. Live spielen, da brauche ich auch keine Rechte. Live auftreten, spielen kann ich alles. Jetzt aber, ich kann es auch auf YouTube spielen. Wie gesagt, sie werden es halt entweder die Monetarisierung sperren oder sie fordern das Löschen von einem Stück. Das gibt es auch. Aber da kann da sonst nicht viel passieren. Aber es auf eine Platte zu bringen und dann also ohne Genehmigung des Urhebers, und dann, oder des Rechteinhabers besser gesagt, und dann veröffentlichen, das ist, also da darfst du nicht verkünden, also Coverversion deklarieren hilft da, weil das brauchst du nicht deklarieren, es ist ja Coverversion, also das ist, wenn ich ein Lied spiele, das nicht ich geschrieben habe und nicht für mich geschrieben worden ist, also dann ist es ein Cover. Und dann bist du eben gerade bei sowas, wie jetzt der Franz sagt, da zum Beispiel mit den Beatles, wenn da die Rechte, also da steckt schon viel Geld dahinter und da schauen sie schon drauf. Also da Vorsicht. Ja. Ja. Das Perfekte wirkt auf mich oft steril. Ja, Magnus Sterzinger, das ist sicher auch so. Ja. Ja. Leipzig-Stadion, der Boss. Ja, ist jetzt auch, der hat ein paar Konzerte auch gesagt, der Bruce Springsteen. Es gibt auch eine interessante Doku über Robert Johnson auf Netflix jetzt zu empfehlen. Da ist schon her, ja. Muss ich halt einmal schauen. Ich bin ja nicht so ein großer Blues-Fan. Nicht? Also das Blues ist immer so. Aber es hat schon was. Falsche Tonart. Schwierig sein, was man hey. Und hast du bei einer kein Schmäh, dann kommst du an
niemals zum Ziel. Drum magst du so weh, dann fliegt jeder gleich auf dich und singen Blues ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Yeah. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich ja jede log bis zu mir nach Hause. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jede bezwing. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich auch jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin, wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Frank den Rot, wann ihm notwendig hat, schau so mag's bei die Frauen an Ries. Ich brauch da nix erklären, du musst mir noch gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Yeah. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich ja jeder log, Dampflok, Diesellok, Elektrolok. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwing. Yeah. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich auch jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin, wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Blues im Fuß. Schon wieder so anstrengend gewesen. Schon wieder so anstrengend. Ich will gleich ausfallen. Nein, jetzt brauche ich nicht mehr ausfallen, jetzt wird die Gitarre weg. Hm? Seid ihr wohl? Auf dem Blues. Habe ich viel Leute verloren? Naja. Sind ein paar ausgestiegen vielleicht. Was mag noch stehen? Sorry, vertippt. Seit Blues. Ja, seit es den Blues gibt. Dessing ist natürlich ein Wahnsinn. Lebt in Otterkring. Der Dessing lebt in Otterkring. Lichtental. Ja, das ist gut, ja. Von den Musikern weiß keiner, was er spielen muss, aber am Ende ist es einfach nur großartig. Ja, sowas ist leibend. Sowas ist leibend, wenn das so funktioniert. Bei dem Blues im Fuß wird so extrem guter Schlagzeug dazu. Naja, klar, ist natürlich. Oder ein Bass reicht ja schon, weil der macht ein bisschen, der Bassist, der macht ja ein bisschen einen Groove sozusagen, nicht? Das reicht schon, aber das stimmt natürlich. Gell? Big Blues Klause, Franz M., Dr. Schi. Machen wir immer da die Achtelleine. Raffi Grossroths, ja, Park mit dem Teufel. Der junge weiße Eugene studiert klassische Gitarre an der renommierten Juilliard School in New York City. Sein Herz gehört jedoch dem Blues der 30er und 40er Jahre. Ganz großartig der Film mit dem Ralph Macchio, oder wie heißt der? Der Karate Kid. Karate Kid, ein bisschen älter, hat ihn gespielt. Ein toller Film. Ich habe mir natürlich damals angeschaut, vor allem wegen Steve Vai. Steve Vai
der hat gespielt quasi des Teufelsgitarristen. Das war quasi der Gitarrist vom Teufel, also der dem Teufel seine Seele verkauft hat und dafür Erfolg bekommt. Und der Robert Johnson hat die Seele eben dem Teufel versprochen und er reist wieder zu dieser Crossroads, zu dieser Kreuzung und den Teufel dort sozusagen diesen Pakt wieder rückgängig zu machen. Und der Eugene, also der Ralph Macchio, oder wie auch immer man den ausspricht, der Karate Kid, ein bisschen älter, der hat dann gesagt, pass auf, Teufel, hoch zu, ich mache so ein Duell mit einem Gitarristen, ein Musikduell, ein Solo-Duell, wenn man so will. Und wenn ich gewinne, ist seine Seele frei. Und wenn ich verliere, kriegst du meine. No, das hat er dann also abgemacht und dann kam es zum Duell. Natürlich der Film, das ist ja quasi das Ende des Films. Es kommt ja vorher, geht es natürlich darum, wie dann quasi der Robert Johnson diesen jungen Eugene mit auf die Straßen nimmt und ihm sozusagen den Blues beibringt. Aber nicht musikalisch, weil natürlich ja dieser Eugene schon ein perfekter Gitarrist ist, wenn man so will. Nicht? Ihm klassische Gitarre studiert und was und ist halt okay. Also technisch hat er nichts lernen müssen, sondern eben vom Lifestyle des Blues-Musikers, also halt auf der Straßenleben und, was es halt so es gibt. Und dann eben ist er eben schon so weit und dann tritt er eben gegen Steve Vai an. Und das ist natürlich so ein Wahnsinn. Ein berühmtes Gitarren-Solo-Film-Event, wenn man so will. Also das kann ich diesen Film absolut empfehlen. Musik bei Crossroads. Ry Cooder hat die Musik gemacht. Das habe ich nicht gewusst. Magnus steht der Ry Cooder. Na, das finde ich, ja, das nicht passen. Ry Cooder, wem das nicht sagt, Ry Cooder ist derjenige, der Buena Vista Social Club quasi berühmt gemacht hat. Der ist durch Kuba gefahren, hat die Musik dort gehört und hat gesagt, das hat ja Wahnsinnsmusiker. Das ist eine irre geile Geschichte. Das ist eigentlich immer echte Musik, so wie halt Blues und so weiter. Und hat dann diesen Buena Vista Social Club sozusagen hat dann aufgenommen, die berühmte Platte mit ihm und hat dann eine Tournee organisiert durch die Welt. Und so wurde eben die kubanische Volksmusik, Buena Vista Social Club, berühmt. Das war Ry Cooder. War aber nicht Robert Johnson, sondern Blind Dog Fulton. Und Harmonie gespielt. Ah, okay, war es doch nicht der Ry Cooder. Okay, na wurscht, aber wenigstens habe ich das erzählen dürfen mit Buena Vista Social Club. Ja, leibend. Ry Cooder natürlich großartig. Und jetzt denkt man uns oft natürlich, das stellt euch vor, wir spielen beim Taschel und es kommt so ein Ry Cooder einer. Denkt sich, naja, was der, denkt man nichts. Auf einmal hört er die zwei und auf einmal, schwuppdiwupps, sind die 16er Buben quasi wie Buena Vista Social Club weltweit unterwegs, spielen irgendwo in Thailand im Stadion, stellt mir eine Rose in den Stall, die Leute dicken aus und in Wien werden wir noch immer von der Basiskultur abgelehnt. Das musste sein, dieser Sidekick. Bitte die Live-Zuschaltung nicht vergessen. Ja, der Patrick muss serieren. Wir haben gesagt, der Patrick, der muss Bescheid geben, wann er sozusagen bereit ist mit der Harmonika und Co. Und dann muss er sich melden da im Chat. Dann muss er sich melden. Ja. Crossroads. Also Crossroads, schaut sich den Film an. Was wird das sein? 90er Jahre, nicht? Wahrscheinlich. 80er nicht, glaube ich. 90er Jahre. Und wie gesagt, Steve Vai war ja ein Riesenfan. Ich meinte, die Hauptfigur beim Film, Musik ist schon von Ry Cooder. Ach so! Na warte mal, jetzt muss ich nochmal schauen. War nicht Robert Johnson, sondern Blind Dog Fulton. Ja, ach so, ja, Blödsinn, das ist richtig. Ich sage mal Robert Johnson, die Figur ist, aber es ist quasi die Geschichte Robert Johnsons, ist da quasi in Anlehnung. Ja, aber du hast vollkommen recht. Da habe ich natürlich einen Blödsinn gesagt. Es ging nicht um Robert Johnson. Aber es ist sozusagen diese, oder ich weiß, dass es immer in den Filmkritiken und Co. Es war immer so ein bisschen so dieser, also der Hintergedanke oder die Urgeschichte war von Robert Johnson, weil ich glaube, das war eben der erste Musiker, wo das so diese Geschichte aufkam, oder diese Mehr oder diese halt, ja, wie auch immer das ist, zu bewerten ist, wo eben das aufkam, er hat seine Seele dem Teufel verkauft. Ja. Buena Vista Social Club, Marco Cinelli, unglaublich, das stimmt.
Aber, wie gesagt, zum Schluss kommt einmal so ein Ray-Cooder, ne? Sieht und spülen, denkt sie, habe die Ehre. Ich mein, musikalisch, das war ein Wahnsinn. Ein Gage war halt auch nicht so ein Problem. Aber ich muss einen Sponsor finden für das, was tschechern. Wir haben beide recht, Magnus Sterzinger, ja, stimmt. Na, du hast natürlich definitiv recht, aber ich habe das zumindest, also ich weiß, dass es oft hergenommen wird als Geschichte mit Robert Johnson. Aber kann natürlich erfüllen. Aber ich glaube schon, dass das der Hintergrund war. Weil eben Robert Johnson berühmt war dafür, unter anderem, nicht? Das war einer der ersten, weil der hat ja was in die 20er Jahre angefangen und war eben einer der erste Musiker, wo das sozusagen als Geschichte kam. Nicht? Der hat deswegen den Erfolg gehabt, weil er seine Seele dem Teufel verkauft hat. Ja. Ralf Macchio, ja, wie man ausspricht, weiß ich noch immer nicht. Gehört auch zur Gruppe jener, die mit 27 abtreten mussten. Ja, Franz Emse. Ja, Wahnsinn. War der Erste, der mit 27 abtreten ist, wahrscheinlich in dieser Gruppe der 27er. Ich habe dieses Jahr schon überstanden. Vor 22 Jahren. Ja, unglaublich. So, jetzt da. Dadi hat sich gewünscht, ne? Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil daheim niemand ist, stütz dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil's allein nicht du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's für immer Leid. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kam, ganz verlassen tut auf seinem Fleckerl, den er traut sich heute gar nicht haben. Weil beim Wirten, ja, da hat er immer sehr viel Anspruch und Leute, die glücklich sind. Doch daheim, da sitzt er in seinem Zimmer, ohne Zuspruch, Mutter, Söhne allein. Da sagt ihm zur Schwerstund ein Freund, der's ehrlich und gut mit dir meint. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stütz dein Kopf in die Hände und denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weißt allein nicht du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Jawohl, für Nadi, schreibt schon. Danke, Klaus. Sehr gerne. Ganz gründlich. Macchio. Ralf Macchio. Nicht Macchio. Macchio klingt aber leimender. Macchio. Naja, dann halt Macchio. Schau, die Achtel von einem, danke schön. So schön sagt der Peter Brachtl, danke schön. Ja. Eine schöne Nummer. Das ist halt unser Blues, ne?
mir Schädel weh. War nur ein kurzes Intermezzo. War nur ein kurzes Intermezzo. Warte mal, was haben wir vorgeredet? 3, 4. All of me. Kennt ihr das? Why not take on? Na, wie geht denn das? Was ist das? Oh, wie geht denn das? All of me. Ah, C. Why not take on? Oh. Bin ich schon ganz deppert? Warte mal. Muss ja schon wieder reinkommen. All of me, why not take all of me? I can't go along without you. Ich bin im falschen Lied, ich weiß nicht. Das habe ich schon gespielt, ich meine was anderes. Jetzt habe ich es. Fly me to the moon and let me take along the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let it sing forevermore. You are all along for all I worship and adore. In other words, yes, it's true. In other words, I love you. Flieg mit mir zum Mond und dann spül wir mit den Sternen. Ich möcht mit dir am Jupiter die Vogeln singen hören. Anders gesagt, halt meine Hand. Anders gesagt, komm her und küss mich. Bleib für immer da, wir haben uns so viel zum erzählen. Ich möcht mit dir vom Himmel die Sterndeln oberstehen. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. La la la, la 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 la, la 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 la. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf dich. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kühl mit Broten. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund.
dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Ich brauch keine Brokkoli. Bitte keine Brokkoli. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Was haben die Leute einmal gemacht, wie noch kein Wein war? Wer hat die Nacht dort verbracht? Das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein und alles muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht, so ne Musik? Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein, als wie eine Musik, ein Wein? Da schaut man in den Himmel hinein. Ich hab ein Stückerl altes Wien entdeckt. Dort hat sich wie eine Gemütlichkeit versteckt. Dort rief ich alle Spätze, beim Stammtisch, das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die noch ein Herz für die Wiener Musik haben. Und ist auch manches schon dahin, dort findest du ein Stickerl altes Wien. Heut war die alte Zeit bei mir, leider nur im Traum. Sie hat so viel erzählt von ihr, aber leider nur im Traum. Sie hat mir manches Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeigt. Wie ich bin munter worden, war alles verloren. Mir manches Bild gezeigt, da
Johannstraße gegangen, wie ich bin munter worden, war alles verloren. Drum schrammen tut's uns nicht verlassen, weil Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gassen, wenn's Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon todelt alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spielt uns sonst keiner, mal wenn ein Lied, das wir gern hören. So schaut's aus. So schaut's aus und nicht anders. Schau, die Mega ist da, jawohl. Jawohl. Marco Sterzinger. Das ist aber doch, die gefällt dir. Die Wiener Version vom Fly Me to the Moon, wer hat nicht geschrieben? Ich glaube, der Hunter, wie hat er geheißen? Das war in Amerika ein berühmter, erst wird der geheißen. Cole Hunter. War ja ein Wiener in Amerika. Jäger hat er geheißen. War früher noch, weiß ich nicht mehr, aber Jäger war sein Name. Und in Amerika war sein Name Cole Hunter. Jawohl. Schaut da was an. Ja, die Mege ist am Start. Ja, der Lemonimann. Ja, Mege Lemonimann. Wirklich. Ich mache da gerne Freude, aber der liegt uns nicht wirklich. Aber vielleicht einmal bringen wir ihn wieder, aber ich weiß nicht. Es ist halt, weißt, das sollte schon ein liegen. Auch. Schau, Bruderherz ist auch da mit 14, 24 und dann beisammen. Maba ist da am Start, jawohl. Bravo Maba. Der Ofen ist aus. Susanne, erstens einmal, nein, ist noch nicht aus und zweitens, schaut, dass er noch nicht aus ist. Es wird schon recht warm da. Jawohl. Ich muss mal Wasser trinken, weil ich sage euch was, meine Stimme ist in arger Unordnung. Aber nur die Stimme, also nicht der Hals oder was nicht, aber ich merke, dass das mit der Stimme, aber da kämpfe ich ein bisschen. Aber es könnte sein, dass das jetzt ein bisschen eine leichte Allergie, dass ich das dann so niederschlage, weil ich merke es ja von der Nase und so nicht. So, was ist jetzt mit Patrick eigentlich? Soll ich ihn anrufen? Ich rufe ihn an jetzt, ich meine, ich weiß es ja nicht. Hier in Wien gibt es ein paar Musiker, die was machen. Der Michael Berfler, genau, ist noch einer davon, geht oft sehr gut. Nein, es gibt eben schon viel. Und dann hast du halt noch, der Stromer Kurti, der hat das Swing aufgenommen, also bei Swing, also Wien ist mit wie Wien geschrieben, und der hat sich da der hat die Rechte sehr eingeholt, ja. Aber er hat gesagt, das war ein Mörderhaken. Also, ja, das interessiert mich. So was ist jetzt mit Patrick. Ich rufe ihn an. Weil ich weiß ja nicht. Hebt ihr da? Ich sag euch, der ist eingeschlafen. Mailbox. Der ist eingeschlafen, 100%. Nee, sehr gut. Ich bin ja eh da. Der Text von Zonka Florids auf dem Mond war auch gut, ja, das stimmt, ja. Ja, macht nichts, Running Gag bei ein paar von uns, ja eh. Mege, weiß ich. Aber ich hätte es ja wirklich gern spielen, aber die Nummer liegt uns nicht, beiden nicht. Und ich weiß, der Lemonimann, das ist dann schön, wenn er wirklich schön gesungen wird, zweistimmig gesungen wird. Und das ist, ja, also ich hab einfach auch keinen Zugang zum Lied. Sonst hätte ich das eh gern spielen, aber, weißt du, aber ich denke mal, gerade unter uns, wir wissen ja, je lieber, ich meine, klar, man kennt sich nicht einlernen, es hängt jetzt nicht daran, dass es, wenn man sagt, ein Profi muss das können, ich denke mir, ja, vielleicht, ich meine, weiß ich nicht, die meisten kennen ihn eh nicht, aber ich denke mir halt am meisten davon, wenn ich Lieder lerne, die mir taugen, die mir wirklich taugen, für mich taugen, nicht? Der Lemonimann als Lied taugt mir eh, aber für uns nicht. Für uns, das gefällt mir nicht einfach. Ja.
Patrick oder die steirische, ja, ich sage euch, der ist eingeschlafen. Der ist eingeschlafen. Was sich doch der Klause macht, ist schon, das ist ja wurscht. Einen wunderschönen Abend vom Launbalkon, ein Glas-Solid in der Klause. Was ist mit dem Herrn Patrick? Ja, nichts Schlimmes, aber eine logistische Überschneidung, wo wir dann gesagt haben, lassen wir es gut sein. Ich kann von da nicht weg heute Morgen und der Patrick hat morgen am 8. einen wichtigen Arzttermin. Und da haben wir gesagt, ja, also dann, das lassen wir so, mache ich es halt. Aber er hat eigentlich gesagt, er stößt dazu, er spielt, er macht ein kleines Programm von ein paar Minuten mit steirischer oder mit wienerischer. Ja, habe ich mir gedacht, da könnte ich ja die Zeit nützen und zum Beispiel, ohne dass es groß auffällt, aufs Heisel gehe. Na, was wird rauskommen? Ich werde irgendwann aufs Heisel gehen und es wird groß auffallen. Vielleicht schläft der Patrick schon, dann lass ihn doch schlafen. Hätte, du bist gut. Was heißt der schlafen? Der hat heute vollmundig hat er versprochen, dass er das macht. Ich lasse ihn schlafen. Er hebt eh nicht an. Ich meine, und hätte, ich gehe ja auch nicht schlafen jetzt, oder? Ich meine, was ist? Er ist ja nicht ausgeschossen, er ist ja da, nur logistisch ist er halt in Eibestal. Aber ja, bitte. Aber es ist halt so, wie es ist. Gell? Es ist halt so, wie es ist. Auch der Molden, habe ich vor ein paar Monaten bei der Agnes Balmisano live gehört. Was der macht aber so Übersetzungen, so ähnlich wie das war mit der Ambros, wie ein Tom Waits, glaube ich, Übersetzer, gell? Solche Geschichten. Ja. Ja, folge mal richtig. Schnelle Fonte. Am besten ist ein besoffenes Publikum, dann kannst du alles spielen. Wobei, es stimmt nicht. Es kommt darauf an, in welchem Stadium sich die Herrschaften befinden. Du kannst nicht einfach so drauf hin tun. Ja, ja dann gehe ich taxen. Ja. Da haben wir ihm freigegeben, damit er nicht Auto fahren muss. Ja. Und weil er halt morgen am 8. Da einen Termin hat, da in Blutabnahmetermin und so, habe ich gesagt, an sich ausgeschossen ist er nicht. Also eigentlich, davon haben wir ihm nicht dispensiert, dass er da jetzt nicht mitspielt. Ich meine, er hat zweimal reingeschrieben in den Chat, das war's. Nein, da muss ich sagen, da muss ich scharf ins Gericht gehen mit den Kollegen. Sage ich eigentlich, ne? Das heißt eigentlich, gehört sich das nicht. So schaut's aus. Pass auf, aber jetzt wissen wir es wirklich so. Ja, das ist also seine halt auch sein, lass ihn Patrick schlafen. Alle, lass ihn Patrick seinen Schlaf. Ich glaube, auf meinen Schlaf schaut ja keiner, ne? Der ist an jedem wurscht, ne? Oder nicht mehr der arme Patrick. Ich werde schon schauen, wenn ich mal einbreche von der Last auf meinen Schultern. Gut, ich meine, jetzt aktuell ist nur Haas auf meinen Schultern vom Ofen. Aber grundsätzlich, ne? Grundsätzlich. Schau, Patrick ist joining. Jetzt geht's auch. Jetzt kann ich endlich aufs Heisel gehen. Warte mal. Jetzt ist er da. Wo ist er? What? Hört man mich jetzt oder Hörst du nicht? mich? Ich höre dich. Keine Ahnung. Ich höre dich. Funktioniert das jetzt? Ich höre dich, ja. Warte mal, ich muss noch die Kopfhörer rauf. Warte mal, der redet immer mit sich selber. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir den nochmal auf. Warte, ich hab schon geglaubt, du bist schon schlafen. Gegangen. Nein, ich höre nichts. Wieso hörst du nichts? Da höre ich nichts. Wieso hörst du nichts? Hallo? Bin Ich verzweifelt. zitiere die Grüße von heute in der Früh. Test. Hört man mich? Ja, Vielleicht? man hört dich. Ich rede jetzt einmal. Ah, der Klaus hört mich. Man hört mich also. Ja, Grüß Gott, ich probiere seit 10 Minuten, dass das da hier funktioniert, aber jetzt dürfte es funktionieren. Das ist, ich verstehe. Ja, wieso hörst du nicht? bin verzweifelt. Hallo? Ah, die Christi schreibt gerade, Sie hören. Ihr hört mich, ja, okay. Der Klaus hat auch schon Zeit, aber ich höre nichts von Klaus, aber Wieso hörst du ja, nichts? vielleicht wird das ist ganz Verstehe nicht. eigenartig. Wieso hörst du nicht? Na, probier's noch einmal. Ich hau dich noch mal raus. Machen wir noch einmal. Ja, genau. Ist ja ein Wahnsinn. Aber ich hab dann eine gute Nachricht. Jetzt ist er doch da und Klaus kann aufs Klo gehen. Alexander Kabach, du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich jetzt dann endlich gleich gehen kann. Wann das endlich funktioniert. Eieiei. Jetzt werden wir schauen, ob er gleich wieder da ist. Kann ich einen Schluck nehmen dazwischen? Ich kann ja noch mal einen Schluck nehmen.
Das ist immer ein Wahnsinn mit dem Internet. Oh, das ist der falsche, das ist die falsche Kamera. Ein Wahnsinn mit dem Internet da in Eiwestal. Aber ich habe eine gute Nachricht, weil heute unter anderem ja auch der Glasfasertechniker von 1 da war. Und so wie es ausschaut, ab Oktober. Ab Oktober habe ich hier der Klause Glasfaser. Jawohl. Jawohl. Das wird ein Wahnsinn. Pass auf, jetzt da. Jetzt muss er mich hören. Jetzt muss er mich hören. Klaus, ich höre dich wunderbar, jetzt ist super. Dafür bist du wahnsinnig leise jetzt da. Warte mal. Wieso bist du so leise? Ich höre dich wunderbar. Ja. Ja, warum du so leise bist, hast du dein Mikrofon eingeschalten. Das richtige. Alles wie Ist es am Computer auch fixiert? Ist es? ja, freilich ist auch das richtige Mikrofon. Dann tu es nochmal wechseln oder irgendwas. Ist ganz leise, Patrick. Ganz leise. Wir hören die fast nicht. Wir werden schon hinkommen. Eine Stunde, zwei und da kannst du spielen. Das Mikrofon einmal anstecken. Vielleicht ist das irgendwie, weißt du. Hm? Jetzt. Halt. Jetzt war was. Sag was. So, ich Ja. habe wieder eingesteckt. Ja, aber das ist nicht das Mikro. Ist das mit das AKG angegeben? Oh ja. Ist das AKG angegeben bei dir? Ja, ist auch gehen. Definitiv, ja. Ist ganz leise jetzt da, ganz leise. Aber jetzt war es kurz laut, aber jetzt ist es wieder leise geworden. Ich habe ausgesteckt gehabt. Das war das andere dann. Du nochmal anstecken. Jetzt habe ich ausgesteckt, jetzt steckt Achso, die okay, nochmal jetzt hört man den nämlich gut. Das ist jetzt nicht mehr, das ist nicht das AKG. Ja, Das ist jetzt sicher das Mikrofon hier am wahrscheinlich ein vom MacBook. Mac. Ne, steht angeschrieben immer. Sag ich einmal. Aber wenn du so Nein, ansteckst, das dann ist sehe ganz ich da, leise, dann ich ist meine, das vielleicht... sehe ich da nicht jetzt. Hör zu, red nicht rein. Ja. Ich sehe es da nicht. Red man du Ja. nicht ein und sag, da ist was Ja, aussieht, was nicht sicher, aussieht. sicher. Muss man halt schauen, was ist. Muss man Nein, wenn aufmachen. ich jetzt so weit drinnen, wenn Ja, ich ich noch weiß kann, schon. da, Du ich musst hab das das anklicken. nicht als Gast. Ja, ich weiß eh. Nein, ich kann oben auf die Kamera klicken und da sehe ich es trotzdem. Jetzt hast du Da gewundert, kann ich auch hast du klicken, gewundert. was ich will. Ja. Da kann ich auch Ah, klicken, was ich da sehe. Den Nicht die Kamera, Mikrofon die Mod Toneinstellung kann ich meinte ich, zwar aber ist wurscht. Vergiss es, die Toneinstellung brauchst du jetzt nicht aufmachen vom Computer. Aber es ist was so, weil wie du eingesteckt hast, man hat die gehört, aber sehr leise. Das heißt, könnte sein, dass dein Mikrofon, das hinten vielleicht den Genregler zurückdraht hast. Nein, das habe ich schon probiert, das habe ich schon aufgehört, der ist Aha, aufgehört. weil das war Der ist ganz leise aufgehört. jetzt nämlich. Man hat die aber gehört, aber ganz leise. Ja. Das ist also, Herz ist so Einmal gesagt. probieren. Ja, das war gut. Technische Probleme, was wir da haben, heißt, die ganze Zeit nicht und auf einmal taucht was auf. Ja. Aber dafür bist du schön Bild. Immer wieder im Standbild nennt man das. Die Chrissy schreibt, die zwei sind nach Kino. Ja, das glaube ich. Josef, ja, bist ganz leise. Na, dann steck's an und nimm das MacBook als Mikro. Weil ich weiß nicht, Ja, das auf mache ich einmal jetzt. Ja, weil das hört man wenigstens. Ja. Ich hab so Ja, einen passt. Güssen, die Na da gut. ist. Mit Beiße. Du, pass auf, dann schalte ich die groß. Ich wär kurz wohin. Schalt mich groß. Ja, Ich spiele euch ein, zwei Stückeln. jawohl, dann bin ich schon wieder da. Jawohl. Und dann schauen wir weiter, dann schaltest du wieder dazu und passt schon. Yes. Fangen wir an mit was, ne? Jawohl, ich übergebe. Jawohl, meine Lieben. Grüß euch Gott noch einmal. Naja, die Verbindung hier ist auch nicht so gut, glaube ich. Na, Hauptsache man hört irgendwas jetzt. Ne? Kameramäßig ist nicht gut, der Ton ist auch nicht besonders. Ich spiele euch einmal ein wunderbares Stickel, das ich von meinem Großvater gelernt habe, ursprünglich. Nochmal. Gehen wir es einmal an. Viel Spaß wünsche ich euch, bis der Klausi wieder zurückkommt.
man hat ein bisschen was gehört. Das tät mich sehr, sehr gefreut jetzt. Ich muss einmal in den Chat einmal schauen, ob ich was ersehe, was da ist jetzt. Jawohl, die Achteln von eines, es dürfte zumindest dürfte irgendwas bei euch angekommen sein. Das ist einmal, das ist schon mal wichtig, da bin ich jetzt schon einmal, da bin ich schon wirklich einmal beruhigt heute, muss ich ehrlich sagen. Ja, das funktioniert halt, ja. Was steht da? Passt, da steht es ja genau. Da passt. Jawohl. Ist der Klausi nur aufs Klo gegangen oder hat er sich einen Wein geholt oder was macht das? Aber machen wir gleich noch ein Stiegel dafür. Eins, das ich geschrieben habe, und zwar habe ich das für den Klausi geschrieben damals. Und das machen wir jetzt ein Klausi seiner noch. Den habe ich angewusst noch. Jawohl! 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 Jawohl, grande Finale, meine Lieben. Macht es Spaß, einmal wieder auf der steirischen Acht zu spielen. Macht mir wirklich sehr, sehr zu Spaß. Wieso schreiben da? Was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Der Vollgas die 16er Buben schreiben da. Wieso? Klausi, schreibst du da als 16er Buben jetzt mit? Ah, interessant. Der Ja, Klaus freilich. ist da. Ich Ja, höre freilich. mal in die Kopfhörer hinein. Ja, ja. Ich habe jetzt 16er Buben gelesen. Hast du geschrieben, Ja, oder ja, was? das habe ich geschrieben. Hab ich gesagt, nein, ich hab so lange nicht am Klo gebraucht. Nicht? Ich war schon schnell fertig und habe Ich gedacht, war ich gebe erstaunt. Kund. Ich gebe nur Kund.
quasi den Applaus meinerseits auf diese Art und Weise. Und Patrick, du musst den Finger heben, den Finger. Ist das so? Das Ja, weiß ja, ich nicht, das ja, sehe ich ja nicht. ja. Aber danke für Finger die ist Information. gehoben, weil Dampfhammer hat uns 20 Schweizer Franken reingehauen mit dem Jawohl. Leihwand. Jawohl. Danke dir schön, Dampfhammer. Prost. Super, Auf dich, danke. danke herzlichst. Sehr zum Wohle. Und bei der Wolltest Gelegenheit... du noch ein Stückchen her? Ja, unbedingt, Patrick. Ich blende nur mal kurz ein, Jawohl. unser wichtigstes... unsere wichtigste Soll ich das Einblendung Mikrofon richtig noch mal schmatt probieren? ist. Ja, probier's noch mal, was willst du. Was weiß man nicht, vielleicht geht's auf einmal. Also falls jemand sagt, hörst die Musik, das ist heute leibend. Die zwei sind zwar Pleasure, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem, dass die Pavlatschen zumindest rennt. Und denkt sich, pass auf, ich hau einfach was an Schmattes rein. In den Hut, der rumgeht. Also stellt euch vor, nicht, ich lasse den Klotz wieder leichten, gebe den Hut herum, nur halt online, virtuell, wenn man so will. Und wir danken euch jetzt schon für eure Ja. Großzügigkeit. Und, Danke ja, euch. Patrick, ich würde sagen, ich tue mich nochmal Hört man uns? Ich hab jetzt eingesteckt da. Ach so, Ich ja, hab jetzt da man hört eingestellt, ist das jetzt gut so? Ja. Hört man jetzt was oder Ja. nicht? Ja, Gut ja. sogar, in guter Qualität oder Ja. lauter leiser noch? Braucht man irgendwelche Veränderungen noch? Eigentlich nicht. Ich trage da ein bisschen leiser von dir, aber du kannst so bleiben, ja. Na gut, ja, dann Ja. passt, dann lassen wir das so. Na, sehr gut, sehr gut. Dann klinke ich mich nochmal aus und Patrick on fire. Jawohl. sozusagen. Wir Machen wir müssen noch, so mach mal eine Klassiker, mach die Brettuller. Mach noch die Brettuller-Polka zum Abschluss noch, ehe ich dann wieder an dich übergebe, nicht wahr? Jawohl. Aus der Studiozentrale, Klaus sozusagen. Genau. Ich habe ihn Außenposten da, nicht? Ja, ja. Wie man sieht. Nein, Ja. wir müssen ein Trio sein, da geht man Niederösterreich andecken. Aber ist ja wurscht, wir sind nur zu zweit, Ja. wir nehmen, was geht. Alles dann, Patrick. Also, so ist das, ja. Mach mal. Jawohl, meine Lieben. Die Achteln fallen eine. Der Ulrich hat auch die Achteln eine. Wunderbar. Ich danke euch schön, dass ihr bei meinem kleinen Intermezzo hier heute dabei wart. Einmalig. Patrick, in Zukunft müssen wir wirklich, wenn du die Harmonika dann spielst, müssen wir das Mikrofon deins komplett zurück dran. Weil das natürlich Also der Ausschlag war dann korrekt, hätte die Einstellung eh wahrscheinlich gepasst, so wie es ursprünglich war. Ja, wahrscheinlich, so wie die ursprüngliche, ja. Ja, ja. Aber ist ja wurscht, das ist das Na, Learning früher war es by so, doing. das ist das Leiseste, was geht. Leiser geht's nicht. Was? Also das ist jetzt am Anschlag jetzt, was ist am Leisen. Ich bin ja am Anschlag. Ich kann nur noch auftragen, lauter. Ja, Das dann ist der verstehe Anschlag. Das ist der Anschlag, was ist das Leiseste, was geht. Aha, das ist ja. Ja. Und Okay. da warst du jetzt, nein, da warst du aber nicht. Da war's jetzt, ja, genau. Das war jetzt Komplett, so. komplett zurücktrat, die Genregler. Das ist so, wie es ist, ja. Echt? Ja, und das ist das, ne? Na gut, wir wollen euch mit diesen Dingen hier nicht langweilen. Die Technik, die Frage ist, ob wir das irgendwann einmal kapieren, was sie da spielt. Das ist ein Wahnsinn.
Ich glaube, gewisse Dinge haben wir ein bisschen Eigendynamik, machen wir, glaube ich. Ja. Also, ja. Naja, der Geist in Das der glaube Flasche, ich. der Geist im Mikro. Ja. Warte, Sozusagen, ja. ich trinke für dich nochmal einen In Schluck, weil diesem, du darfst ja nicht in gerade. diesem Sinne, meine Lieben, ja. Oder ich? Ja, Ja, ich prost bin einmal auf auf der dich, ja. schwersten Drogen. Ich hab schon geschimpft mit dir, weil ich glaube, da bin ich schon schlafen gegangen. Ach so, da geschimpft hat er mit. Mhm. Geschimpft hat er mit mir? Da ist schon her, Naja, heißt. sanft. Aber Ach ich, bin, so? ich glaube, du bist schlafen gegangen. Nicht? Ich habe dich nicht erreicht, angerufen mit dir, hebst nicht an. Nicht? Das ist auf Hörst du lautlos nicht im draht Chat? natürlich, mein Handy, Naja, nicht? Das nicht? Handy Und ist was auf hab ich lautlos gedacht? draht. Hab ich mir gedacht, der ist eingeschlafen. Der liegt auf der Tischplatte wahrscheinlich, mit dem Oberkiefer in der Platten drin. Nein, Kein Geld, dass du da ich saß nicht hier die ganze Zeit, sondern aufgrund dessen, dass ich meinen Ja, Fuß in die Höhe bringe, also bin ich auf Ja, der Couch drüben gesessen, ja, mit darum dem habe ich mir gedacht, du bist Achsel schon in der gescheit. Höhe, so, ne? Und hab am Handy geschaut, am Handy ein bisschen weggeklickt gehabt, ne? Ja, Und dann aber habe ich mich so eine tadellos. Viertelstunde da hingesetzt, ja. Aber Na, tadellos. sehr schön. Das heißt, du kannst jetzt wieder genüsslich den Fuß hochlegen Jawohl, das und werde ich wieder fit machen. machen. Und auf jeden Fall, Ich ich glaube, hoffe, es war, halt's mir die war Daumen, liebe Leute. Es ist nichts ja, Schlimmes, aber es ist ein ja, bisschen was Lästiges halt. ja, Ja, lästig. Sehr. Und sehr schmerzhaft auch, lästig nicht? Das darf man ja auch und nicht vergessen. furchtbar schmerzhaft. Das macht ja keinen Spaß. Das macht nicht einmal im Nein, Mund das macht Spaß. absolut keinen Spaß. Nein. Nicht? Aber, hast dich wacker geschlagen, würdig Hat mir und jetzt, Spaß gemacht. ja, ich mache noch ein bisschen weiter. In der Flasche Ja, ist noch weit ich drin. werde noch zuschauen, ich werde noch weiter zuschauen. Ja, schaut zu. Na, freilich. Schreib nicht nur was Positives zu schreiben hast, bitte. Ja. Das war Ja, mir wichtig. mache Ja. ich. Nur eins ist mir noch aufgefallen, deine Stimme ist auch angeschlagen etwas. Habe ich. Ja. Beim Ja, Potpourri habe ich gewaltig. gehört, Also aber ich glaube, das bitte liegt an. schone die auch, Naja, bitte. was soll ich schonen? Ich weiß ja auch nicht. Was soll ich denn machen? Ich kann nicht singen, Ja? müssen wir auch dran. Nicht? Na, das ist Dann kann ich ja, das schonen. können Nicht? wir Aber machen, ja. Da kann schon weil nicht so hin, ja. daheim, wenn ich jetzt da sagen wir mal, heute bei Rosenmarkt beispielsweise, nicht, Hm. da singe ich eh nicht. Aber Patrick, ich habe gute Neuigkeiten, da warst du noch nicht dabei. Die Paulacisti wissen schon. Im Oktober, Na? im Oktober, wenn alles so stimmt, wie der das gesagt hat, habe ich Glasfaser. Ja, habe ich Wow. Glasfaser da. Jetzt im Oktober, also dieses Jahr, kommende Oktober. Wow. Ja, und zwar ist, also jetzt muss ich das dann Da, noch da bist du auf vermarkten. jeden Fall vor mir dran. Ja, sicher, bin ich sogar schneller als in Wien. Ich habe da gesagt, Ja, ich behalte recht, ja. Ich hab das geahnt, dass du in Botschenau vor mir da und vor Wien ja. noch das Internet hast. Das ist Schau, Glasfaser. das ist klar. Ich lebe da quasi am Arsch der Welt und wie wir derzeit an der Welt feststellen können, ist es definitiv das Zentrum der Welt. Ergo habe ich auch eine schneller Glasfaser als alle anderen. Also, ja, es wird besser. Das war natürlich eine Geschichte. Nicht? Das heißt, mein Bild wird noch kristallklarer, als es hier schon ist. Deins wird genauso geschissen sein, wie es jetzt da ist, weil solange du kein Glas hast. Ja. Oh ja, du hast ja diese Außenantenne, die müssen Den, wir, ja, ich die hab muss mir ich das schon sagen. nochmal angeschaut. Die kann ich auf meinem nicht anschließen hier. Da brauche ich einen neuen Modem, auch ein neues. Da Also kriegst du also nicht ein eher ein Internet. Ex-Modem. Haben die nicht eh gesagt, du kriegst ein Ex, weil Das deins ist ist schon schon das das, Neue. Das ist schon das Neue, was ich da habe. du hast da keine Das Kantine ist schon das anhängen. Nachfolgemodell. Okay. Nein, das hat keinen Ja, Antennenanschluss. ja. Muss ich mich erkundigen. Ich schaue gleich morgen mal, ob es da von Dings was gibt, von Teilweise. Jetzt Ja, muss man was anderes suchen. ja. An den Ja, kannst du wird nichts man anhängen, schon, ne? wird man schon finden, Ja. wo man das auch hingegangen. Na gut, wie auch immer, das werden wir uns alles noch In diesem Sinne, meine reinziehen, Lieben. gemütlich. Du machst es gut, alles Gute für morgen. Wie gesagt, bei der Morgenshow, wahrscheinlich bist du eh schon wieder dabei, es wird sich ausgehen, Sollte sich wie es ausgehen, ausschaut. ja, Und genau. daher alles weitere Das geht sich morgen. aus. Schlaf gut, gute Besserung weiterhin, bleib noch ein bisschen im Chat oder im Schönen Ding Abend dabei euch noch. und schlaf gut bis morgen. Gell? Ja. Euch auch allen einen schönen Abend, gell? Viert euch. Servus Patrick, vierte. So, da muss ich wieder das. So, Patrick war brav dabei. Patrick war dabei. Du singst nicht beim Rasenmähen, wieso nicht? Franz Brandwein, weil ich den Viertaktmotor von Husqvarna genieße. Schau, der Ulrich, zeig mal gerne eine Flasche auf. Bravo. Ja.
Ja, Alexander Kabach bedankt sich, dass er noch gespielt hat. Ja, hat er noch brav gemacht. Ich gleich geschimpft mit ihm. Aber ja, es ist ja so. Gehört ja gleich geschimpft. Schau, der Florian ist da, habe ich die Ehre. Ja, die Buben, jeder zu Hause. Ist leicht Lockdown, habe ich was verpasst. Ja, okay, jeder kommt gleich auf den Lockdown-Gedanken. Ja. Ja. Ludwig Saas ist am Start. Einmalig. Einmalig. So sollen wir gleich wieder was spielen. Wir haben gleich wieder spielen. Schau, gute Besserung geht eine. Jawohl. Und morgen sind wir natürlich wieder startbereit um 9 Uhr. Montag bis Freitag. Der Live-Podcast, Wiener Lied Insights. Klingt so wahnsinnig professionell, ist unglaublich. Und dann, wenn man halt schaut, merkt man, naja, es sind nur die zwei Buben. So, jetzt werde ich was spielen, oder? Ich tue da nur, jetzt habe ich das irgendwie so nur zugeschaut. War aber auch ein Genuss, war auch einmal ein Genuss. Ein Trepferl. Ein Trepferl. Haben wir, also warte, ich kann mir jetzt eigentlich aussagen. Ist gemütlicher ohne die. So. Mach dich wieder ein bisschen lauter, Klaus. Ne? Ich bin aber nicht leiser. Ich bin gleich, es wird jetzt nur wahrscheinlich. Das wird jetzt wahrscheinlich nur den Unterschied ausmachen. Aber schauen wir mal. Weil das ist an sich alles gleich. Ich will mit dem Mikrofon nicht zu viel ankommen, weil sonst haben wir mein Weinglas oben. Das wollen wir doch alle nicht. So ein bisschen lauter wie Draht. Muss wieder lauter reden, aber es ist wirklich die Stimme ist. Also nicht der Hals oder so. Ich habe keine Anwandlungen, aber ich merke, dass die Stimme rau wird. Aber das ist so, da müssen wir durch, meine Lieben, da müssen wir durch. Schau, Patrick schreibt nochmal, danke euch, jawohl. Was reißen wir an? Was reißen wir denn an? Franz Brandwein, anbotteln, absolut erwünscht. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein, beim Busseln ein Dieb sein, du tust das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und, am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Jeder Mensch hofft und jeder Mensch strebt, doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt alles Denken, es gibt nur den Schluss. Es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. So war es immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal und, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, denk es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer, warum. Das Leben hat mir eine Weisheit geschenkt, es kommt immer anders, als man es sich denkt. Drum
Drum soll man nie sagen, ich muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du halte still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick, beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders oft gehen über Nacht? Das Ende wird immer von oben gemacht. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal um, einmal und einmal Freud, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk, es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer warum. So schaut's aus. Jetzt muss ich nachstimmen. Die Gitarre klingt schon ein bisschen, das hätte ich eigentlich machen können, während der Patrick gespielt hat, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. So, Lukas Hemmetsberger, ich hoffe, dein Wunsch wurde erfüllt. Oder zufriedenstellend erfüllt, sagen wir es mal so. Ja, der Franz Brandwein haut seinen Vorgastelhuber rein. Recht hast. Passt. Mach noch einmal Fly mit, du den Mund wiederholen, da muss jetzt nicht. Ein Bottling hat immer Saison. Bravo Franz M, genauso schaut's aus nämlich. Und der Herrgott nicht will, dann gibt's ein schlechtes Internet in Eibestal. Ja. Exit, nur keine Panik. Lukas Emmetsberger sagt super, danke. Jawohl, große Freude. So, pass auf, jetzt muss ich nachstimmen, weil jetzt das ist natürlich, das war alles zu viel. Aber wir haben es gleich, es ist ja nicht schwer. Es ist ja nicht schwer verstimmt. Aber doch. Na? Na? Jetzt haben wir es. Da passen wir, aber da wird es jetzt interessant, ja genau. Das ist jetzt natürlich durch die Wärme im Raum, es ist nicht sehr heiß herin, aber es ist doch die Wärme gestiegen und die Luftfeuchtigkeit gesunken. Na, jetzt hat sich das Holz natürlich anders verhalten. Und in dem Fall merke ich das dann bei den Bassseiten, dass sie einfach viel zu hoch sind. Das heißt, es ist auseinandergegangen und hat die Seiten mehr gespannt. Das muss ganz schön oben stimmen. So, jetzt sind wir wieder. Jawohl. Snoop Dogg ist alles am Start, jawohl, grüß dich gut. Der Marco ist nicht mehr da, der Harry ist auch nicht mehr da. Ja. Schaut, ja gut, das ist meistens dann um 10 Uhr, ist natürlich ein großer Sturz, nicht? Merkt man auch in den Zuschauerzahlen, aber wie man immer so sagen, man spielt ja nicht für die nicht da sind, sondern für die da sind. So ist es. Und ich meine, ich weiß ja nicht, ob ich das Flascherl leeren wäre, weil heute habe ich nicht so viel getrunken. Es gibt ja noch fast die halbe die Bouteille noch da. Ich glaube nicht, dass ich es noch schaffe, aber ein bisschen machen wir schon noch. Einmal Wasser dazwischen. Wie klein war, hat der Vater mich oft führt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah, Wurstels Lebensweg ich da, wie er seinem Weiberl schmeichelt, wie er das weiße Hasel streichelt, dann da schluckt er seine Frau, warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis ihm die Polizei verhafft, wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben
einen Rat, den's verstehen wirst, bis du öter wirst geben. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und hat ihm der Teufel mit Hammer am Schädel, dem Wurstelgeschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen, aber eins kann man nicht, den Wurstel, da schlagen. Wieder ging ich in den Prater, wieder suchte ich's Kasperltheater, doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abendmond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten fährt der Drochen, Riesenradl, Ringelspül, oder es draht sich im Gewühl. Kalafate majestätisch kommt und grüßt ganz gravitätisch und es fängt zu geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin, ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und hat ihm der Teufel mit Hammer am Schädel, die Wurstelgeschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen, aber eins kann man nicht, den Wurstel, da schlagen. Jawohl, der Wurstel. Ja, das sind Zeiten, der Klaus wird seiner Flasche nicht mehr her. Naja, ich meine, es ist ja so, nein, weil ich habe nicht so viel getrunken heute noch. Jetzt, das müssen die hinten nach runterschütten. Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und es ist 4:11. Freunde, aber der Fluder hat schon recht. Das, ist natürlich, das darf nicht oft passieren. Eine Ausnahme genehmigt, aber sagen wir, das war's für das Jahr, nicht? Das ist, ich weiß gar nicht, es hat nicht viel Pawlatschen gegeben, wo in der Flasche noch was drin war nachher. Ja, viel nicht. Sicher nicht. Nämlich auch nicht die Solo-Pawlatschen. So. Ich suche eine Frau, Walter Häuser. Was, ich suche eine Frau mit 17 Häusern, meinst du das? Ich suche eine Braut mit 17 Häusern. Ich weiß nicht, welcher Ton hat. Ich suche eine Braut mit 17, nein. Ich suche eine Braut mit 17, nein. Ich suche eine Braut mit 17 Häusern. Nein, fix, was das für ein Ton hat. Zum Reinschütten ist der 14er zu schade, gell? Meine auch, Franz, das darf man nicht so. Ich suche eine Braut mit 14 Häusern und ein Pindelgeld, die mich verhätschelt und nicht wie ein Bernhardiner Böd. Die Tolle kocht so etwa wie mein Malitant und sie kann Hausfreund und das macht ein depressant. Ich glaube am besten war sie möd mir auf ein Inserat. Da findet man alles vom Skelett bis Mollert oder Blatt, mit Kind und Kegelwellen, Sittich und Klavier und einen Deckel an der Wand sehr lieb zu mir. Die Rosalie von vis-à-vis, die hat seit längerer Zeit ein Rutschen schon auf mich. Doch mir ist klar, und das ist klar, wahr, dass ich so, wenn ich den Bock bleibe, so stier, als wäre wahr. Ich suche eine Braut mit 17 Häusern und ein Pindelgeld, die mich verhätschelt und nicht wie ein Bernhardiner Böd. Die Tolle kocht so etwa wie mein Malitant und sie kann Hausfreund halt, das macht depressant. Ich glaube am besten war sie möd mir auf ein Inserat. Da findet man alles vom Skelett bis Mollert oder Blatt, mit Kind und Kegelwellen, Sittich und Klavier und einem Deckel an der Wand
lieb zu mir. Ich glaub, mein Erbtante, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf meiner Welt so fehlt. Holotteri, Kuckuck, heut bin ich wieder zu und mir geht's gar nicht ein. So fett kann keiner sein. Holotteri, Tollier, morgen hab ich Schädelweh. Doch ist mir das ganz wurscht, heute hab ich ein Durst. Holotteri, Kuckuck, ich bin schon wieder zu. Das ist mein Lebenslauf, drum trink ich noch eine drauf. Bei meinem Beisel vor am Eck, da sitz ich oft am selben Fleck. Doch in mein Rausch ist was passiert und ich war wieder schön blamiert. Ein besoffener Mann sitzt vis-à-vis, er erzählt grad seine Philosophie. Nur lauter Blödsinn, was der redt, ich glaub, ich pack die Geschichtel nicht. Und auf einmal, erst ich glaub, ich trifft der Blitz. Da merk ich erst, dass ich vor einem Spiegel sitz. Holotteri, Kuckuck, ich bin schon wieder zu. Was ist Gesberg, ist gar nicht ein. So fett kann keiner sein. Ich geh gemütlich heim, da steigt mir wer am Darm. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was ein Psoffen auf der Gassen sucht. Da hat der Lakel bläht, jetzt was suchen's auf der Erd. Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, na, das Gespiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde, jetzt gröl ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgehört und Rad und um nix war mir leid. Die Madeln haben's jetzt auch franzt, ich hab gesungen und tanzt. Ganze Nacht hab ich gewalzt und mein Bett schnot geschnalzt. Zuerst nur auf Jacke Natur mit einem gesunden Hamur. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles gar. Aber hast du nicht, mein Bettchen, schöne Könnerin, mein Hut, und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal am Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Aja Ussasauria, Ussasau, Aja Ussasauria, Ussasau,
Frisch lackiert war mein Wagen und mein Geschäft hat was tragen. A jetzt am Grund hat mich kennt. Und der Gulden ist gerannt, immer modisch das Gewand. Und das sonst gesund beieinander. Mit ein Flinserl in der Ohren, Freundl, das war er vorn. Zuerst die nobliche Fuhr, dann die notige Tour, wenn ich denk, wie das war. Heut ist längst alles Gold. Aber hast nicht, mein Beitschen, schöne Könnerin, mein Hut, und dann vorher mal schön langsam statt Furt, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren, und dass manches Mal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Ai, ussasa, odio, ussasa, ho, ai, ussasa, odio, ussasa, ho. Steht sie meine Rose im Stall, bald kriegst zum letzten Mal ein Sackel haben und ein Hai. Dann hängt's das Geschirr an die Wand, bald kriegst ein Halfterband, dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt zwar die Peitschen weg, stellt's mir's wo in den Eck, damit es nimmer schneuzen her. Hängt's an die Tiere geschloss, dann seid's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleit kehr. Fesch muss gehen, sonst hat das Leben kein Wert nicht. Fesch muss gehen, der Mensch ist doch kein Pferd nicht. Setz nicht fahrt, het muss eine Stimmung eine, oder tu dich um das letzte Gerstl. Schenkt euch ein, Prost ex auf was wir gern haben, denn so jung wie heute kommen immer zusammen. So schaut's aus. Grande Finale, ein Grande Finale war das. Jawohl, jawohl, alles dabei, glaube ich, gell? Franz Brand ist so gleichwand, jawohl. Danke schön. Was haben wir denn eingestiegen? Kannst du schon mit einer Flasche eine XXL beim Lassen? Nein, erstens einmal früher dann bei einer XXL, da waren wir ja zu zweit. Und ja, in C, ne? Ich habe in C gespielt. Danke, Patrick, für den Hinweis, ich habe in C. Ich habe schon in C gespielt. Ja. Besser wäre ein Haus und 17 Bündel Geld. Das stimmt. Der Klaus hat schon eine gute Stimme. Der Snoop Dogg Doggy Style ist halt ein Kenner. Das ist ein Kenner. Dank der Schön. Es gehört für mehr getrunken, sagt die Chrissy. Na gut, dann trinke ich. Und je länger der offen steht, desto besser wird der. Das ist ein Wahnsinn. Wir bemühen uns sagt der Franz, weil man sollte nie mehr trinken, als mit aller Gewalt reingeht. Genau, da sind wir dann. Naja, wobei, oftmals wird sogar dieser Grundsatz über Bord geworfen. Jawohl, Weltklasse, sauber, das war ein ordentliches Mädel. Gell, Florian? Das war eigentlich nicht so schlecht. Ich habe es nicht gemerkt, war es ja wurscht. Alexander Kabach hat die 8 Leine. Danke dir schön. Ja, das war ein sauberes Mädel. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob jetzt noch was offen ist. Irgendein Lied, ob noch was offen ist. Ciao, der Schule, der Georg Scheurer. Grüße aus Darokanien. Jawohl. Völlig ohne Zusammenhang fiel mir vorhin ein lustiges Lied ein. Etwa wie der Mann mit dem schwarzen Hut. Habt ihr das erste Mal 2009 live am Bratfisch gehört? Beim Schrammelklang. Ja. Aber wenn es nicht mal du weißt, wie das Lied heißt, wie sollst du denn da nicht wissen? Es gibt ja viel so. Es gibt ja viele leibende Lieder, was sollst du machen? Viel leibende Lieder. Du,
Es ist eher Wahnsinn. Aber irgendwas, ja, ich wollte euch noch was Wichtiges, was ganz Wichtiges mitteilen. Freunde, erstens einmal, ne, viel spät, das hätte ich viel früher alles machen müssen. Erstens einmal, dicke Empfehlung, ihr wisst eh, 30 Jahre 16er Burm, das Jubiläumskonzert am 21. Juli 2024, eine Matinee in der legendären Stegreifbühne Tschauner in Otterkring, Mötzechau. Das war für uns eine riesengroße Freude. Ihr findet alle Infos auf unserer Homepage. Aber das bitte meldet euch dort an. Das war für uns das schönste Geschenk, wann wir die Hitten quasi voll kriegen. Wenn wir es ganz voll, weiß ich nicht, aber wenn wir es halbwegs voll hinkriegen, dann, ja, das war schon eine leibende Geschichte. Ja. Ja, ja, der Mann mit schwarzem Bart, hast du weg? Also, no, der Mann mit schwarzen Hut hast geschrieben. Ja, der Mann mit schwarzem Bart heißt das. Genau. Hat der Heinz Konrads hat das berühmt gemacht auch. Ja, ja. Also wie gesagt, das war das eine. Das andere, meine lieben Freunde, ich blende das jetzt da ein, weil der 16er Burm Fanclub, der offizielle, ist quasi durch. Ja. Es wird eine Gründungssitzung geben und diese Gründungssitzung, ich meine, da passiert nicht viel. Nicht? Da gibt's eigentlich, passiert nicht viel. Da gibt es eigentlich nur, das ist die offizielle Vereinssitzung, damit es halt gegründet ist, nicht? Und gibt es halt dann ein Vorstands, irgendwas und so. Aber an sich ist das alles in 10 Minuten erledigt, in Summa summarum. Bin dahin, gute Nacht alle zusammen. Tommy 1424. Vierte gut, auf bald. Und, und es war die Idee, also wir werden das eigentlich so machen, wir machen einen Live-Pavlatschen. Es wird ein Montag, der letzte, ich glaube der 24. Juni. Da werden wir einen Live-Pavlatschen machen und zwar beim Höfler Michi beim Ausblick Wien in der Stammersdorfer Köllergassen. Und da gibt es dann eh noch eine Aussendung und wir werden das im Rahmen von einem Pavlatschen machen. Also keine Angst, es wird jetzt nicht ein mörderisch langweilige Pavlatschen, weil der vereinsinterner besprochen wird. Es geht um diese Gründungssitzung und dass es gibt. Und wir sitzen natürlich dort und spielen, machen Musik. Also es ist auf gut Deutsch erstmals eine Pavlatschen mit Publikum, nämlich diejenigen, die halt hinkommen. Das sind vor allem die, was halt im Wiener Raum sind und dann sagen, ja, sie kommen dann gern zu dieser begründenden Vereinssitzung. Aber da gibt es eh noch Aussendungen und alles. Und das wird halt dann in der Pavlatschen übertragen. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann die Freunde, die nicht aus der Wiener Gegend sind oder da nicht Weg erkennen, aus Deutschland, aus der Schweiz oder aus Westösterreich oder sonst halt weiter weg sind, können da quasi mit dabei sein und sozusagen auch ihre Stimme abgeben. Also eine Stimme, weiß ich nicht. Was das ein Wahlding ist, das auch nicht. 24. Juni, Patrick hat schon eingeschrieben, 24. Juni beim Höfler Michi werden wir das machen. Die Details werden noch ausgegeben. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Bitte keine Angst an alle, die jetzt da schon gemerkt haben, es kommen ein paar Nachrichten. Diese WhatsApp-Gruppe wird dann zukünftig gesperrt sein, im Sinne von, da kann nicht jeder einschreiben, sondern es gibt dann eigentlich nur vom Seiten, jetzt vom Roland quasi, vom Obmann, dann die entsprechenden Informationen, weil sonst so Facebook-Gruppen sind ein bisschen schwierig, wenn dann auch jeder was eine posten kann, also da tät permanent das Handy klingeln, das will keiner, aber jetzt ist halt gerade offen und jetzt geht es halt darum, dass natürlich der Roland gern alle eben auf WhatsApp im Idealfall da jetzt erreichen kann. Bei manchen ist es wahrscheinlich die falsche Nummer, ich habe gesagt bei 2, 3 und wo er sich überhaupt nicht auskennt, ist mit den Deutschen. Das muss er sich noch anschauen, was er da falsch eingibt, weil für die deutschen Nummern, dass da irgendwie, ich glaube, das sind Festnetznummern oder so irgendwie, das muss er sich noch anschauen, wie er das richtig eingibt. Aber ich denke mal, das wird auch so sein wie bei uns mit plus 43, ist halt in Deutschland, ich glaube 49, gell? Schweizer haben 41, glaube ich, die Deutschen dann 49 und dann halt Telefonnummer, also wird noch passieren. Jedenfalls ist schon mal eine Mail ein WhatsApp rausgegangen und wer jetzt für euch sagt, erst ich habe keins gekriegt, der möge bitte, deswegen lasse ich das da durchringen, dem Roland Sperg eine Mitteilung zukommen lassen, erst ich will auch in dieser Gruppe dabei sein oder in dem Verein auch und im Fanclub, bitte schickt mir das nochmal, ich habe noch nichts gekriegt. Also das war jetzt einmal dazu
nochmal, das ist im Entstehen. Es ist im Entstehen die ganze Geschichte und wird eben, wie gesagt, dann wird dann ein Live-Pavlatschen. Es ist gleichzeitig immer ein Versuch ja für uns auch, was wir da machen, also live aus der Kellergassen mit Publikum quasi, also mit Pavlatschistis, kann man fast so großteils sagen, weil die meisten Fans sind natürlich da auch, ja, bei einigen sind es auch gekommen, ja genau, vor euch habe ich es eh mitgekriegt. Alexandra, Paul Artmann, Peter Brachtl, jawohl, bravo. Und ja, und das wird, glaube ich, eine leibende Geschichte. Ich glaube, das wird eine leibende Geschichte. Zumindest es wird wieder mal ein Versuch und soll natürlich jetzt abseits von dieser Clubgründung auch ein bisschen ein Test sein, wie ist es technisch, wenn man da jetzt ein kleines Publikum hat. Also wir haben jetzt so einen Raum, also ich sage mal 20 Leute gehen wir dort rein. Ich glaube, es werden jetzt nicht so viele Leute kommen direkt, aber es wird diese Einladung kommt dann eh noch raus. Und vor allem, wie gesagt, Franz Brandt war eine geschlossene Facebook, ja, es ist eher eine geschlossene Gruppe, also eine eigene Gruppe, aber es ist so, dass dann in Zukunft sein wird, dass nicht jeder schreiben kann, sondern dass das eigentlich quasi eine einseitige Gruppe ist. Und dann, wenn man sich irgendwelche Fragen oder Antworten, dann hat man ja ohnehin dann auch den Obmann, oder wir nennen ihn den Polier. Der Polier, der ist dann eh so, also so irgendwie werden wir es machen, aber so, dass halt nicht jeder einschreiben kann, dass man dann halt nicht den ein Kudelwudel haben, dass das im Prinzip, du hast auch Facebook-Gruppen und 300 Leute schreiben eine Leibwand oder ich kann leider nicht oder ich komme oder ich schon oder dann eine Bühleine hat oder irgendwas. Also das wird dann keine, aber jetzt ist der Wein offen. Ja. Ulrich ist auch schon drin. Germanistan Vorwahl. Ja. Ja, wie gesagt, irgendwie, das hat der Roland gesagt, das hat er nicht ganz hingekriegt, das muss er sich noch anschauen, wie er das macht. Also das kurz zu dem Thema, wir freuen uns natürlich, dass es, jawohl, die Fans formieren sich, super Sache. Ja, Florian, ein Wahnsinn, der Fanclub ist in Gründung. Der offizielle International Fanclub der 16er Burm. Ein Wahnsinn. Also wir sind in der WhatsApp-Gruppe dabei, beim Verein sind wir nicht Mitglied, logischerweise, weil wir nicht mein eigener Fan, nicht? Das war halt der Ding. Aber wir werden informiert. Und wie gesagt, diese Pavlatschen, das soll ein bisschen ein Versuch auch werden. Das ist ja dann so ähnlich, ihr könnt euch erinnern, im Lockdown da haben wir ein paar Mal diese Weinverkostung gehabt. Die Weinkost. Und da haben wir, manchmal waren wir zugeschalten und ein, zwei Mal haben wir es aber auch live direkt vom Keller gemacht. Und also es funktioniert, aber wir wollen das ein bisschen testen, wie schaut das aus, wenn man einmal eine Pavlatschen mit Publikum quasi macht. Außerhalb vom Studio, natürlich auch netztechnisch und so, und wie das alles hinhaut. Ich bin gespannt drauf und ja, ich freue mich, was ihr sagen werdet. Sehr zum Wohl. Gleich noch Schinken. Das war ja nur wegen der Luft. Wahnsinn. Das hat schon wieder der angreift. Na, du musst den Bütze. Obwohl er gerade gesponsert ist. Er für teures Geld hat er standen. Also mein Munkelein. Also so gesehen ist mein Munkelein heute der Weinsponsor. Danke Munke. Bussi. So, ein Schluck Wasser auch noch drauf, dann spielen wir wieder was. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, dass noch irgendein Lied zum Erfüllen ist. Aber mir fällt es nicht ein. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Irgend sowas habe ich mir eingebildet. Ja. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit die Gruber und die Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten war die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade,
dass das der Läusl heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen. Na und schau, kaum waren die Händel und die Fleischler werden serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oh, das hat sich gestürzt auf Schnitzeln und den Erdäpfelsalat, na dass der Läusl nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Ja, und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu und der Tisch spricht zusammen. Mag Stuhlbauer. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Weil da fällt der Läusl schon dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusl sicher leibend gefunden. Ja, da seine, das sag ich euch. Dem Läusl seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. Vollkommen richtig, Franz Bratwein. Wir brauchen echter Erdäpfelsalat-Emoji. Ja. Absolut richtig. Absolut richtig. Eigentlich blöd, wenn du live dabei bist, kannst du es nicht anschauen. Naja. Ich meine, es müsste ja so sein eigentlich, dass im Idealfall, das werden wir da wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber dass quasi ein Bildschirm fürs Publikum zur Verfügung steht. Eine Großbildleinwand quasi, ne? Wo zumindest der Chat zu lesen ist. Weil eins haben wir auch gedacht, eins ist auch blöd, wenn du es jetzt mit Publikum machst und jeder steigt ins Internet ein, könnte natürlich passieren, dass dann die Bandbreite des nächststehenden Masten dermaßen überlastet wird, dass der Stream nicht mehr rennt. Wäre möglich. Aber man müsste halt dann wirklich sagen, hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht besser auf mich. Jeder hat so seine Fehler, ich bestimmt vielleicht auch du. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht besser auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Du hast mit sanfter Hand mir manches abgewöhnt, du. Hat manche Sorte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt, du. Wer hat mir jemals vergeben, wie ihm nur du? Wer hat mir Recht auf mein Leben, war nicht du? Tausendmal du. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht besser auf mich. Jeder hat so seine Fehler,
ich bestimmt vielleicht auch du. Wie wir kleine Kinder waren, haben wir angestellt allerlei. Da war für uns die größte Freude, da hast du eine Leiterei. Der Hausmeister ist außergrenzt, erwischt hab er mich nie. Ich hab ihm die lange Nosen gezeigt vom Haustor, vis-à-vis. A Kleckerlpartie war das Höchste für mich. Leider kennst so a Freude nur als Kleiner. A Kleckerlpartie, der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfer gekriegt, das war mir die Gaude wert. Das war mir die Gaude wert. Und hat die Frau Mama mir öfters eine zischt. So war das nie. Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Wir waren in der Gossen, 3 Kinder. Der Karl, der Franzl und ich. Wir waren in allem besser und geschwinder. Eine unheimlich klasse Partie. Mit die Ballen und die Stollen und die Radeln. Und wir 3 niemals verspült. Auf die Ros, auf den Stoß und die Madeln. Da waren wir 3 immer wie wüst. Ja, so war das bei uns Gassenkinder. Doch das ist schon lang, lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre. Jetzt lebt nur mehr ich von uns 3. Manchmal träum ich vom Franz und vom Kordel. Und ich wach auf in der Nacht. Und da muss ich ja manches Mal warnen, obwohl die Erinnerung lacht. Und da muss ich ja manches Mal warnen, obwohl die Erinnerung lacht. Ganz alt, nein, schon wieder falsch, in der Tonart geirrt. A ganz alte Hitten, verdeckt in der Sonne, a pflasterte Gassen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum, nicht a Flickerl, a grünes, nur Steiner und Lamm. Dort haben wir als kleines Kind gelebt, dort war ich daheim. Zu der alten Hitten zieht's mich manchmal hin. Dort weiß ich dann, dass ich
ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Ich hör ja so gerne die Lieder aus Wien, die Wolferl, die Tschapek und die Fiedlermelodien. Vom Buben, der als Kleiner sich gespielt hat im Sand, und von der Frau Sacher mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich dann alle Tag mein Wienerlied hören und ich lass mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, da spür ich's heut drin. Wien bleibt Wien. Ich möchte so gerne meinen alten Steffe wiedersehen. Vom Kohlenberg durch den Wienerwald nach Grinzing runtergehen. Vielleicht rief ich die Matsche bei einem Wirt, der rausgesteckt hat, die Tudelgraden Tanz von unserer goldenen Wiener Stadt. Doch oftmals denk ich bitterlich, ein Traum wär alles nur für mich. Ich hör ja so gerne die Lieder aus Wien, die Wolferl, die Tschapek und die Fiedlermelodie. Vom Buben, der als Kleiner sich gespielt hat im Sand, und von der Frau Sacher mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich dann alle Tag mein Wienerlied hören und ich lass mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, da spür ich's heut drin. Wien bleibt Wien. Jawohl, jawohl. Ja, fix. Mir waren dann noch ein paar Lieder eingefallen, da habe ich dazwischen nachdenken müssen, welche Ton hat wie da hinkommen und dann, naja, was der. Sehr angenehmes Ambiente für diese Solopavlatschen. All my stuff, jawohl. Ja, ja, gell? Das ist doch nett. Ja, aber Achtel oder Rot oder Weiß, lieber Witz, bravo Ulrich. Jawohl. Und der Klaus wird immer lyrischer, sagt die Maggie schon. Schau die Achtel nicht, danke schön. Der Flur dann sagt, lauter neue Lieder heute für mich. Diese Medleys sind echt großartig, wirklich bemerkenswert, Klausi. Danke. Danke, der Flur dann, das freut mich sehr. Sehr nettes Lob von dir. Ja, wie gesagt, das was mir halt dann einfällt oft. Aber das ist halt, man muss ja einfallen, die Tonart auch. War nicht schlecht. Da muss man schauen, wie man halt hinkommt, nicht? Von einem zu anderen, dass ein bisschen passt. Ja. So gemütlich ist beim Klausi, was, Maggie? Stimmt wirklich. Also man ist gemütlich da, ich finde es auch. All my Stuff ist begeistert. Ja. Es ist echt, das Ambiente ist super, gell? Das dann da, so wie das wirkt. Das wirkt. Es schaut aus, wie wenn ich eine Halle zur Verfügung hätte. Gell? In Wirklichkeit ist es ein recht kleines Zimmer. Ich höre so gerne die Lieder aus Wien. Darum pfeife ich einmal im Monat auf Jazz. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Na warte, da muss ich zuerst was trinken. Chrissy, weil du hast schon gesagt, du hast heute schon gesagt, getrunken muss werden. Mehr getrunken, was hat er gesagt? Irgendwas hat er geschrieben, es muss mehr getrunken werden. Und irgend sowas hat er geschrieben. Und dann nehme ich die wirklich beim Wort.
haben wir wirklich ein besonders Weindal gegönnt, aber ich brauche tatsächlich mehr Wasser. Schau, der Erfried ist mal wieder da. Schönen guten Abend aus dem 19. Hieb. Je später der Abend, desto erfrieder die Gäste. Bravo, Erfried, freue mich, dass du da bist. Ist eigentlich kalt im Botschen an. Naja, jetzt, es kühlt schon an, aber es ist so, ich bin ja erst am Samstag gekommen. Nein, am Sonntag. Ich bin erst gestern gekommen und da haben wir ja gespielt im Kurpark. Und das heißt, ich habe gerade am Abend, dann, wie ich heimgekommen bin, ein bisschen noch Eikatz gehabt und es war natürlich herinnen schon ein bisschen eher kälter. Also 18 Grad, es ist nicht mehr so wie im Winter, aber es ist natürlich zum Sitzen noch nicht so gemütlich und die Räume noch nicht so erwärmt, dass du sagst, ich komme komplett ohne Hatzen aus. Aber ich kann dir sofort genaue Auskunft nehmen. Die Donut, Grisse, die Donut kriegen wir schon raus. Ich spiele es halt 5-mal an, bis ich die habe, was passt. Ne? So einfach machen wir das. Aber zuerst muss ich in Franzbranntwein sagen, es ist 17 Grad hat's. Draußen hat es 17 Grad und da hat es jetzt 22,5. In der Stube unten ist wärmer, hier ist 23 Grad und unten. Ja gut, unten ist gedämmter quasi. Weil der Ofen ausgegangen ist, nein, der ein bisschen der Glut rein. Oder das ist nur mal die Glut jetzt da. Das reicht aber. Mehr als genug reicht es. So, na schauen wir mal, wie wir das. Wie fand denn das überhaupt? Weil da gibt es ja einen Einlauf nicht, von Patrick. Und wenn ich das weiß. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater an so ein Dress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing naus. Tudel mi, tut aus. Spülen siehst die Schrammen, da wird man nicht fad. Und ich vergiss am Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verdes. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Und dann tudeli, dann tudeli und dann tudeli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, Bub, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerred, wenn ich zum Wein die vier. Tut er mir den Schramm gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater geschworen. Einmal im Monat da pfeif ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Dress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing naus. Tudel mi, tut aus. Spülen siehst die Schrammen, da wird man nicht fad. Und ich vergiss am Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verdes. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Und dann tudeli und dann tudeli und dann tudeli mich aus. So schaut's aus, jawohl. Ja, Diskografie eintragen bitte, hast schon rausgekriegt, Chrissy, in D. Dora, jawohl. All Stuff, ein richtig angenehmer Abend heute gewesen. War heute bei der Aufzeichnung von Willkommen Österreich und da war es beim Heimgehen richtig angenehm um 20:30 Uhr. Was heißt? Naja, na bravo, all my stuff, bravo. Erfried, seid ihr auch dabei, Erfried, beim Adlo. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ausgehen wird. Bei mir weiß ich nicht, ob es sich ausgeht. Es war besonders lustig, wenn ich nicht von Wien komme, weil dann kommen die mit der Manke. Gut, kann ich halt nachher bei keiner Ausfahrt dabei sein, weil da halte ich alle auf natürlich. Bravo Klaus, sagt die Chrissy, aber ich danke dir schön.
mir fällt sicher was Lauerns noch ein. Kopfverlag kalt, Knie aufgeschunden und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden. Ob Skiverreizung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Hab Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Scheiben oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trink Kaffee und redt sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. So schaut's aus.
No, die Stimme lässt nach. Die Stimme lässt nach, stellt euch vor. Schaut der Wolfgang Kreuzger ist da. Grüß euch zu später Stunde. Bravo, dass du da bist. Leimann, der Wolfgang. Ja. Ich hab gehört, bei dir ist der Ofen aus. Nein, aber man sieht eh noch die Glut. Ja, das ist noch warm genug, bis gescheit. Es liegt nichts mehr nach. Ja. Sehr leimend, sehr leimend. Klaus, du bist der Hammer. Sagt der Erfried, da danke dir schön. Besser Hammer als ein Beißzangen. Na gut. Florian, nimmst du die Gitarre extra ab oder geht das alles über das eine Großmembran? Klingt sehr ausgewogen, ja? Geht alles über das. Geht alles über das. Du musst nur halt eben deswegen ist es so eigentlich eher zur Stimme her und quasi von unten kommt die Gitarre, dann passt das wunderbar. Dann passt das wunderbar. Aber es gefällt mir, wenn das gut klingt, ja? Sehr gut. Ja, der Almestaff, ja, das ist klar. Aber ich glaube, die Mege meint das eh. Die Mege verwechselt sie nicht mit der früheren Vorabendsendung. Ja, ja, Almestaff ist wieder weg. Ja. Kurzen Zeit halt wirklich, wirklich schön. Werde es mir aber morgen dann in voller Länge ansehen. Oh, wer, der Arme erst. Almestaff taugt mir. Taugt mir sehr. Gute Nacht an alle, sagt er, wünsche euch noch eine angenehme Pavlatsch. Pfiat euch. Wir lesen uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Allmes Staff, für die gut, schön, dass du dabei warst. Ja, kurz, aber die Freude war dennoch vollständig da. Daher, Leiwand, danke dir schön. Ja, der Peter Brachtel mancher wieder Vorschlag, ne, wir haben schon langsam. Großmutterkind in F. Wasser trinken, grüß dich, schau. Ich habe schon in der Hand, ich habe noch nicht gelesen, ich habe nicht dein Kommando gelesen. Kommando, trink Wasser. Puh, jetzt trink mal Wasser. Ich habe aufgehört früher, Studentenzeit. Der Mama. Erst, Bur, jetzt trink mal ein Wasser dazwischen. So, nochmal Wasser getrunken. Und jetzt da nochmal einen Schluck Wein. So. Jetzt Fleiß, haben wir noch einen Schluck rein. Also, Grüße, was ist geschrieben? Großmutterkind in F wie Vater. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann, wie nur ein Kindl dem Vater davon. Da war ein kleines Weiberl schon grau und betagt, die hat zu dem Kindl in der Wiege eine gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde die Mutter lieb gehen und die Lieb von der Oma dazu. Der Vater, der war als nächstes dran. Der ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Aber da war wieder das Weiberl, schon recht grau und betagt. Die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde Töten lieb geben und die Lieb von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heut am Bugel, heut bin ich ein Mann. Schon lang ist das Weiberl, die Oma nicht mehr, aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja, daher ist sie so. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein,
solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werd dir dort lieb gehen. Und die Lieb von der Oma dazu. Jawohl. Wasser ist erst gut, wenn es auch mit der Brauerei war. Und der Brauerei haben wir einen Otter gekriegt. Heute spürst du den Herbst in deine Bahnen. Leben Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns einer zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Bladeln tanzen durch die Hasner Straßen und Papierln alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ipenplatz, Liebertstal, Stachental, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Rebfeldplatz, Lehm, das liegt beieinander. Wer am Markt ein Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Liebe Menschen, Kinder spielen im Straßenstrom, Streber und Gendarm. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Die Galiziberg siehst durch einen Schleier, alles ist verkühlt, a jeder Böd. Und die Rauchfänge merkst, sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ipenplatz, Liebertstal, Stachental, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Rebfeldplatz, Lehm, das liegt beieinander. Wer am Markt ein Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst die verlieren. Beiseln von der Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßengrund, Steiber und Gendarm. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da daheim. So. Leider mit Textfüller. Ja. So ist es. So ist es. So ist es manchmal einfach. Einfallen. Einfallen. Ausfallen. Na, müsste man mal anders sagen. Ausfallen, einfallen, glaube ich. Ich glaube, ausfallen, einfallen. Naja. Ich mich gern heim zu dir und meine Haberei. Traum jede Nacht von dir und vom Bier im Stammlokal. Stehen die alten Beisel noch, die gingen mir so, wie an der Wolkenkratzer da, du. Ich bin schon ganz bei der,
In San Francisco heißt es da nie. Find da kein Hocken mehr, haben's noch ein Brot, ein Luftballon geblasen hier zu mir. Dass ich was so von dir bin. Schabadaba, du vergisst mich nicht. Ich hab dich geringt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gasse die Puzzles alle an. Geht ich noch heim von da, schau mir da du, ich bat da beppern da, die Puzzles alle an. Geht ich nur heim von da weg. Na, so schaut's aus. Ja, na, wieder was gespült. Ich mach gerade das Fenster auf und da stinkt's nach Kuchel mitten in der Nacht. Auch das ist Otterkring. Franz Brandwein, genauso gehört das. Genauso gehört das. Also manchmal geht's mir schon ein bisschen an. Dieses, ich meine, weil wir haben ja in Floridsdorf das Häuschen, also Häuschen ist ein schönes Haus, von meinem Munkelein, ne? Das ist ja super in einer Sackgasse, ein Haus mit einem Garten und allem drum und also wirklich schön, aber, na, also nichts aber, das ist eigentlich schön. Manchmal, es ist ja mehr Nostalgie, ich sehe nämlich nicht zurück an die Stadt, also wie ich in Otterkring gewohnt habe, das war eine Wohnung, eine große, schöne Wohnung, in der Heigerleinstraße im 16. und das war jetzt schon, da war natürlich, da hast du auch alles mitgekriegt. Nicht? Also, ich war relativ nah bei der Wilhelminenstraße, da ist die BIM gefahren, damals der 44er. Jetzt haben sie mir das umdraht, kenne ich mich wieder nicht aus. Ich glaube, der 2er fährt jetzt dort. Aber früher, es war der 44er, es war unser Haus, Tramweis sozusagen. Und die Autos durchzogen und die Leute, weil natürlich viel Häuser da. Also immer irgendein Gestudel, irgendwas war immer, irgendein Besoffen ist immer heimgegangen. Und natürlich war das mehr störender wie sonst was, aber so hin und wieder denke ich mir aus nostalgischer Sicht wahrscheinlich, das hat schon auch was gehabt, aber wahrscheinlich schaut man auf das noch eher so zurück, wenn man es dann halt nicht mehr hört, weil unterm Strich ist ja dann trotzdem gemütlicher ein Haus mit Garten in einer Sackgasse, nicht, wo es relativ ruhig ist. Aber es sind gewissen Reiz und einen Charme, ich bin nicht aufgewachsen damit, nicht? 30 Jahre. Ja, warte mal. Im 10er Jahr, was war ich im 10er Jahr? 35. Ne? Ein 75er Jahrgang bin ich. Im 10er Jahr bin ich ausgezogen. Im 10er Jahr bin ich ausgezogen. Da war ich also 35 Jahre. Also die 35 Jahre meines Lebens damals habe ich in dieser Wohnung verbracht. Also da und in den Kirchen im Haus der Großeltern. Da waren wir halt natürlich auch viel. Aber es war also, Wien habe ich dort in Otterkring sozusagen aspiriert. Und wie gesagt, eine gewisse Nostalgie beschleicht einen mitunter, weil du das ihm so schreibst, nicht? Da riecht es nach Kuchen auf einmal, man hat das Fenster aufgemacht, da waren die Eindrücke, es war schon da, immer spannend, auch immer anders, gell? War es heiß, war es kalt, ist ein Gewitter in der Luft gelegen, hat es gerade geregnet, oder, ja, das waren schon einige, ja, der Patrick schreibt richtig, die Harley in der Früh in Otterkring, bist du deppert. Ja. Na, das war schon ein Wahnsinn. Genau unter meinem Fenster hat geparkt meine Vespa, meine 150er Vespa Cosa. Genau, wie im Litte alte Hitten, ja. Hat das aber heute schon gespielt, zumindest 2 Strophen. Und auf jeden Fall hat dann, ja, ich erinnere mich, und wie ich mich erinnere, da hat er aus meinem Haushalt da,
hat einer, das war Kärnten eigentlich. Ja, da wird es ein Midlife-Crisis gehabt und irgend sowas. Der hat sich, war älterer Herr, weiß nicht, pensioniert war er noch nicht, aber so knapp Richtung Pension und hat sich eine Harley zugelegt und die ist gestanden, original, genau unter mein Schlafzimmerfenster. Erster Stock, dort habe ich gewohnt, Schlafzimmerfenster, die Harley. Bist du deppert. Und der ist aber noch nicht in Pension gewesen, sondern ist in der Früh in die Arbeit gefahren. Um 6 in der Früh hat der diese, und ich liebe Motorräder, aber hat der diese geschissene Harley antreten. Bist du deppert. Das war Wahnsinn. Das war, Gott sei Dank war ein junger Mensch, der sofort wieder einschlafen können, wenn er weg war mit der Harley, aber den habe ich gehasst. Den habe ich echt gehasst, den Typen. Kann nichts dafür und ist super. Aber das war Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz, dennoch, auch das hat dazugehört. Irgendwie hat das dazugehört. Das ist ein Wahnsinn. Gott sei Dank Wochenende, da fährt er nicht in der Früh weg. Ne? Auf jeden Fall, ja, das hat dazugehört. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube auch, es ist wirklich mehr Nostalgie oder solche Gedanken dahinter, als tatsächlich die. Schau, die Skyfall, sicher gerade Bravo sagt, Skyfall! Ja, haben wir gleich einen Schluck alleine. Reinziehen. Bravo, Skyfall. Fast nicht heilig, gell? Ich hab geschimpft haben. Nein, das ist ja furchtbar laut, das ist ja wirklich. Und um 6 in der Früh, der fährt in die Arbeit, hat die antreten. Na, habe ich die Ehre. Unter mein bist du gescheit. Und da war nichts mit Klimaanlage. Da habe ich die Fenster offen lassen. Im Sommer waren alle Fenster komplett offen. Nicht gekippt, gar nichts. Komplett offen. Ein Wahnsinn. Haas, was in der Wohnung bist. Also wurscht, aber auf jeden Fall, das hat halt alles irgendwie dazugehört. Man hat das akzeptiert und im Nachhinein eben sieht man schon eine gewisse Verklärtheit und sagt, naja, das hat schon was gehabt. Ne, und früher überhaupt noch mehr, weil da hat es noch so Typen gegeben. Ja, da hat es eine gegeben, das war die Frau Schalling, wird nicht mehr leben, schon lange nicht mehr wahrscheinlich. Und die hat da oben, das war recht ein Brad, im Vis-à-vis-Haus, schräg vis-à-vis, hat die gewohnt, 3. Stock, glaube ich. Und die war recht das älter, nicht, aber da hat schon was, nicht, die hat schon einen Umfang gehabt. Und das war so eine Altbauwohnung und die haben so diese zweiflügeligen Fenster gehabt, nicht Kastenfenster. Und die hat aber immer nur einen Flügel aufgemacht. Und dann hat sie sich zuerst mit der einen Hand und der dazu passenden Brust ausgeschüttet und dann mit der anderen nach, dann hat sie so raus, auf dem Fensterbank hat es gehabt so ein Polster, wo sie die Ärmel angelegt und hat so rausgeschaut. Ne? Und hat mit den Leuten geredet, vom 3. Stock. Die hast gehört in der Innenstadt. Ja, da hat man am Karlsplatz gewusst, irgendwann, die Frau Scharling macht gerade ihre Runde quasi. Ne? Und das war schon arg. Aber die war lieb, die war total super. Aber da ist immer in einer Lautstärke, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Christina, ja, wie geht's? Mit den Kindern? Alles in Ordnung? Ja, so soll es sein. Na, passt. Wo gehen wir denn hin? Bank? Bravo, alles Arschlöcher. Schönen Tag noch. Die Frau Schalling, war Wahnsinn. Wahnsinn. Die war cool. Ich glaube, der Bartik hat sogar noch, ich weiß nicht, Bartik kann sein, dass er sogar noch erlebt hat. Legende. Eine Legende. Und lauter so Sachen, die sind schon Dinge, wo ich mir denke, ja, ist leibend, aber natürlich, man muss ganz ehrlich sagen, es gehört wahrscheinlich eine Portion Nostalgie dazu und weniger wirklich, dass du sagst, das war leibend. Ich meine, sowas war leibend, jetzt diese einzelnen Typen, aber an sich, es war dann schon die Lautstärke, die Autos, was gefahren sind, immer mehr Autos natürlich mit der Zeit, die Hits dort, nicht? Und ja, aber ja. Als ich noch in Augsburg gelebt habe, sagt der Brachtelpeter, hatte einer von meinem Schlafzimmer einen Chevy geparkt, 5-Liter Maschine. Da hat der Weg auf den Nachtkastel gewollt. Ja. Dann kennst du es eh. Ja, das war schon gewaltig, diese Halle. Aber das war nicht, den habe ich nicht lange erlebt. Da habe ich die Wohnung verkauft. Ich habe mir gedacht, hoffentlich schaut sich die keiner an, wenn der gerade ausstarrt. Das heißt in Floridsdorf nicht. Nein, in Floridsdorf hat es schon Größe, aber nicht dort, wo ich wohne halt. Ne? Das ist eine Siedlung, wie gesagt,
da sind rundherum nur, ich meine, ja, dann so in der nächsten Ferne sind dann schon die ganzen Bauten. Aber so bei mir rundherum, das sind alles Einfamilienhäuser, Gärten, Sackgassen, da erlebst du das alles nicht. Ansonsten, das ist noch, kein Granerplatz, aber es ist noch klar, da ist schon was da. Ich habe sie erlebt, ja, der Patrick, genau, hast das noch erlebt. Die Frau Schaling. War super, weil sie ist so ausgeschüttet, weißt du, so richtig durch das Fan. Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es Pflanzensteg gehabt oder keine Ahnung, oder hat es eine Katz gehabt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die hat immer nur einen Flügel aufgemacht von dem Fenster, von dem Kastenfenster. Und das ist so aussehen, so mit dem Polsterl da, nicht, so am Fensterbangel, das schön auflegen kann, nicht, und so geschaut. Grüß dich, was ist da? Herrlich. Ja, herrlich, ey. Heute Ottergring war vor ca. 50 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klein, der Brunnen anstand, der Wein, der ist kaum geworden von Fasseln. Schon als Bierberl war ich bei der Zehner Marie, ob es dudelt und post und manches Trepferl von Ost, hat die Stimmung sich kaum ums den Tisch zusammengeschoben, denn weil dort der Gring ist mein Paradies. Ja, das passt dazu. Was soll jetzt in G? Ich glaube, die spielen wir eigentlich in S oder in B. Fällt mir gerade ein. Aber in G geht's auch, siehst du, das ist auch nicht so. Aber darum ist mir wahrscheinlich der Text jetzt kurzfristig ein bisschen so entfallen. Weil das spielen wir natürlich schon lang. Und das spielen wir nicht in S. Weil der Ottergring war, circa 50 Jahre. Weil der Ottergring war, vor circa 50 Jahren. Eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klein, der Brunnen anstand. Und jetzt, wenn ich das so spüre und diese Muskelerinnerung nicht, in die Hände, jetzt habe ich das aber anders gespielt und darum habe ich wahrscheinlich mit Text ein bisschen verdaut. Weil der Körper jetzt einen Overflow gehabt hat. Kann sein. Ich weiß, ein uraltes Häusl, darin ist ein ganz kleines Beisel. Der Wirt ist ein Kreuz für das Mandel, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Weine zusammen, weil's heute in Wien kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus weit raus den Ottergring. Dort sitz ich und treu mich allein. Und wenn ich ja dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und war nicht das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Jungse hätte mehr. Dort sitz ich und träum ich wein, ich lach, ich sing, in dem Wirtshäusl und Rost in Ottergring. Und wenn nicht das Wirtshaus in Ottergring,
war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich war nicht Loch, ich sing in dem Wirtshäusl draus in Otterkring. Dort, wo mein Wehen schon zu Ende geht, die kleinen Häsel stehen so lieb und schön aus längst vergangener Zeit. Dort, wo verträumt aus den Garten, aus süßes Lieder klingt, aus der Wiener Gemütlichkeit, wo jeder Trauer sein Glück findet. In höller Sterne noch der Mond still lacht und Post und gesungen wird, wo man ein Weindl trinkt. Da sind das Herz springt und wie ein Madel glückselig macht. Wo die Mitzi und der fesche Franz in Wiener Garten tudeln runde Wiener Tanz. Und die Schrammen spülen so voller Schneid, die zarten Schmutzertanz der guten alten Zeit. Dort rast in Otterkring lebt noch das alte Wien. Und der, ich weiß nicht, warum ich ein F bin, oder kennst du ihn? Dort rast in Otterkring lebt noch das alte Wien. Und der Hamur, der uns von der Alten ist, als Erbter blieb. Dort lebt noch die Gemütlichkeit, genau wie jetzigen Zeit. Dort lernt der Wiener Lied so süß und voller Innigkeit, wo's Weindl sölig macht und still das Glück dir lacht, wo du ein Widerlasch, das uns der schramme Hans hat gemacht. Dort, wo man nicht vergisst, dass man ein Wiener ist, das schöne Stück alt Wien heißt Otterkring, jawohl. Ich weiß nicht, ob ich da richtig war. Aber ich glaube, ist ja wurscht, hat schon hingehauen. Hat schon hingehauen. Ein bisschen zu hoch. Naja, irgendwas hat nicht gestimmt. Sagen wir es so. Ob es zu hoch war, jetzt nieder, zweit vorne oder zweit hinten. Irgendwas hat da nicht so recht gepasst. Auf das können wir uns definitiv einigen. Aber ist ja wurscht. Es kam vom Herzen. Haben wir naja, gut. Ja. Aber jetzt merke ich wirklich schon, bist du bei die Stimme. Aber ich merke das mit der Nase. Also ich glaube, dass das wirklich Allergie ist. Die Nase ist, also die Nebenhöhlen ein bisschen bedient. Allergische Aktionen, was die heute rausmachen und so weiter. Das kann schon sein. Ich habe sie nicht mehr stark, aber es wird noch ein bisschen was sein. Und das natürlich schlagt sich dann auf die Stimme an. Ich hoffe, dass nur das ist, sagen wir es so. Das können wir nicht brauchen. Stell dir vor, der Klausi muss die Goschen halten. Na, das wäre ein Desaster. Für mich, für euch vielleicht nicht, aber für mich. Dann werden wir uns schon langsam zu Schluss. Naja, wobei viel ist auch nicht mehr in der Flaschen drin. Das kennt ihr nicht auch noch. Wie heißt das Lied? Das letzte jetzt, ne? Ich glaube Otterkringer Marsch. Ich glaube, das heißt einfach. Na schau, der Patrick schreibt schon Otterkringer Marsch in G und C. Naja gut, und ich spiele es in C und F. Das kann nicht stimmen, ja. Dort, wo mir Wehen schon zu Ende geht, die kleinen Häsel stehen. Ja, jetzt habe ich es natürlich, ja. Dort rast in Otterkring lebt noch das alte Wien und der Hamur, der uns von der Alten ist als Erbte blieb. Dort lebt noch die Gemütlichkeit, noch unter jetzigen Leid. Dort wird der Wiener Lied so süß und voller Innigkeit, wo's Weindl sölig macht und still das Glück dir lacht. Was wir werden, das uns der schramme Hans hat gemacht.
Dort, wo man nicht vergisst, dass man ein Werner ist, das schöne Stück Alt Wien, heißt Otterkring, jawohl. Haha, na, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber es ist wirklich, wobei, es ist halt oft so, zu meiner Ehrenrettung versuche ich jetzt ein bisschen was zu sagen. Nur zu meiner Ehrenrettung. Aber wenn ich Tonorten, das ist halt, wenn ich allein spiele, da fehlt ja der zweite. Und das fehlt von der Gehirnverarbeitung her, fehlt ja was, nicht? Das andere Instrument und so weiter. Und jetzt zum Beispiel, wenn der Patrick anfängt zu spielen, ich brauche ihm gar nicht die Tonart oft fragen, nicht? Der fängt zum Spielen an und ich weiß sofort, um was geht. Und wenn das fehlt und auf einmal muss ich jetzt sozusagen da improvisieren nicht? Weil ich ja allein spiele. Und dann hänge ich. Dann hänge ich oftmals, ja. Das ist ja so. Viehmarkt. Bin öfters im Glob, der Prachtelpeter. In Wehen. Brav, wenn du noch austrinkst, ich wäre enttäuscht gewesen. Ja, Florian, ich hab mir gedacht, ich mach das wegen dir. Aber ausfadeln. So jetzt leben. Einfadeln. Ich lese Kirschen für die wachsen, ohne Kehren. Wenn mir daheim kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonntag gegen die möcht sie holen. Und wenn's für die ist, hätte ich schon das frühe Jahr gestohlen. Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, ist alle nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter dein Schritt. Und wenn ich helf Gott sag, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tat's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht alle nur eine kalte Wand. Jetzt dreh ich einmal und sag zu mir, na komm, ich lese Kirschen für die wachsen ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonntag gegen die möcht sie holen. Und wenn's für die ist, hätte ich schon das frohe Jahr gestohlen. Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, ist alle nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich helf Gott sag, am liebsten mit einem Lied. Wenn ich könntet, die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich falle da recht tief, so schreibe die dir heut einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, wenn ich Geld hätte ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief, drum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb
auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, so schreibest du mir halt einen Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir, als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Hab nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferl Wein. Krause Hut ab, er spielt uns alle ins Bett. Ich sitz in einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstück fühl ich mit der Hand. Das Weindal besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Die Vögel, die zwitschern so lieb durcheinander, ein Frauenkieferl kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Bladeln, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, als war ich noch ein kleines Kind. So kann man auch heut noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Vom Weindal berauscht schau ich auf zum Mond. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen mir wieder mich vor. Beim Herrgott bedanke ich mich für die Natur. Dann halte ich mein Glas zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes Flascherl Wein. Jawohl. So, letzte Flascherl, haben wir gesagt. Letzte Flascherl. Werden wir sagen. So, letzter Schluck. Auf euch, auf die stolzen Horten, die noch da sind. Da sind noch viele da. 19 Zuschauer, no? Hartgesottene. Jetzt muss ich aufpassen mit den Schinken. Wegen Salz. Ja, sicher nichts. Vorsichtig. Nicht übertreiben. Ich hab das Salz.
Nicht übertreiben. Ich will ja nichts überlassen, unnötigerweise. Ich glaube, das passt so. Das Geifall hat die Achtel rein, dank der Ski. Florian sagt Dankeschön, bravo. Gern geschehen, wirklich gern geschehen. Wirklich gern geschehen. Mit was könnt ihr euch jetzt noch erfreuen? Womit könnte ich euch jetzt noch eine Freude bereiten? Was könnte man noch machen? Was könnte man denn noch machen? Habt ihr eine Idee? Was passt denn jetzt noch? So saufst du halt wie einen türkischen Kaffee. Ja, genau. Schluckerl nicht, ein bisschen was überlassen. Das Salz im Glasl. Großvater. Schauen, was ich. Jeden Winkel mit der Mutter war mein erster Weg von daheim zu dir. Und du hast gesagt, sie ist allein, das musst verstehen. Alles vergeht, komm, trink ein Bier. Patrick, gute Nacht. Dann hast du gemeint, das ganze Leben besteht aus Nehmen. Viel mehr gehen, worauf ich aus den Kosten in der Nacht die paar tausend Schilling geflattert hab. Zum Verputzen in der Diskothek, ein Sporttag drauf, hast du ihn danach gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch blöd. Blick war traurig, dann hab ich geredet. Du hast nur gesagt, komm, lass was bleiben. Geld kann gar nicht so wichtig sein. Wenn du vom Krieg erzählt hast, wie du einen Russen Augen an gegenüber gestanden bist. Ihr habt euch gegenseitig einen Cheek angeboten, die Hand am Abzug und zittert vor lauter Schiss. Oder die Frau, die den ganzen Tag dir die Ohren voll gesungen hat. Du hast nur gesagt, ich hab sie gern. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer her. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, du warst kein Übermensch, hast da nie so gedacht. Grad deswegen war da irgendwie eine Kraft. Und durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, hab ich Ahnung gekriegt, wie man's vielleicht schafft. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter stehen, niemals gewollt, alles bereden
aber keine Angst vor irgendwen. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf ein schnell Kaffee? Großvater, kann euch das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, Großvater. Droben vom Benzinger Kirchel hört man es 12 Grad schlagen und durch das Mundhöhle Gassel biegt die Ecken ein Wand. Vor einem alt Wiener Häsel, da halt der Madel steigt aus, macht ein verlegenes Knicksel, dann huscht's wie ein Masel ins Haus. Im Ohren noch die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Straß. Im Herzen ein bissel verliebt sein, so kommt sie vom Domeyer Haus. Die Guckeln sind blau wie die Fägeln, sie glanzen voll Lust und voll Freude. 60 Lädeln so was, 31 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Dann huscht sie über die Treppen, sagt zur Frau Mutter, küsst Hand, druckt ihre Blähmannl ganz heimlich, Rosen aus seiner Hand. Wie die Schönbrunner erklungen, da hat ihr zärtlich erstaunt. Und bei die Werber, da hielt beim Futtern ums Batschanterland. Im Ohr noch die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Straß. So schmuddelt sie sich in ihr Bettel, dann löscht sie die Wachskerzen aus. Die Guckeln sind blau wie die Fägeln und sie träumt schon vom künftigen Glück. 60 Lädeln so was, 31 in Wien und die Zeit, die kommt nie mehr zurück. Jawohl. Das Benzinger Kirchel. Ja, schaut da was an. Schau, Enkeldienst der Franz Hem. Gute Nacht, Frau Giste, gute Nacht, Klausi, liebe Grüße, Uschi. Jawohl, riecht mir aus. Sehr leibend. Ja. Aber ich komme zum Schluss. Jetzt da. Freunde, einmal muss raus sein. Was haben wir denn schon? Naja, schon 3,5 Stunden. Ich glaube, braucht man sich keinen Genierer tun, gell? Ich glaube, der Klausi kann fast alles singen. Naja, das ist lieb, dass du es sagst, aber ich sage mal, es gibt Grenzen halt, ja. Aber man kann sich ja bemühen, so bemüht, ich bin bemüht. Es ist schon mehr, als was ich in der Schule zusammengebracht habe. In der Schule war ich nicht bemüht. So, das war das eine Glasl, jetzt kommt das andere Glasl. Meine Herrschaften, Prost, ja, nein, pass auf. Ich würde sagen, ein Lied noch und dann der letzte Schluck und dann Schluss. So werden wir es machen. So werden wir, das ist ein Plan. Hauptsache man hat einen Plan. Ja, ein bisschen, muss man wirklich ein bisschen auf türkischen Kaffee schauen, ja. Ist das so leibend, sagt der Franz Breitheim, dass die Arme an Cadillac danach benannt haben, jawohl. Das ist schon Kult, absolute Kult. Absolut Kult. So, warte mal, was war?
In Wien gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Auch jeder ist in Ordnung, nur bei uns, da gibt's einen Laut. Den bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den gerade so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet, vielleicht ein wenig nasaler, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schon abgewachsen ist, bringt Leben in sein Reden, das weiß man ohne dies. Wann mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach, ich bin aus Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Jawohl. Was sagst du? Habe ich noch eine gehabt, die Bahner lassen wir aus dafür, das letzte Schluckerl und dann, wie die Grüße richtig sagt, da machen wir in Wirt einen Vorschlag, rechtzeitig zur Geisterstunde. Es war mir eine große Freude und Ehre, mit euch gemeinsam diesen Montagabend zu verbringen. Es ist uns wirklich eine große Freude, immer wieder, wenn ihr dabei seid, weil jetzt kann man sagen, das ist einfach nur Goschert Gerät oder sonst wie, aber es ist uns schon bewusst, der Tag hat 24 Stunden. Das Leben ist begrenzt. Das wissen wir alle. Und dass dann viele Menschen sagen, und was ein paar sind, aber doch einige. Und wenn schon ein paar Menschen sagen, erst, weißt du was, meine Zeit heute, die verbringe ich mit den 16er Buben. Ja, das ist schon eine Auszeichnung. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn es ein Schmart ist, eine hat es auch, aber das allein ist auch schon eine Riesenfreude für uns. Für mich heute im Speziellen natürlich, im Patrick alles Gute, für morgen sehen wir uns dann wieder in der Früh, also die heute dabei sind, da wird der Patrick dann Bericht machen, vielleicht schon wieder von seinem fortschreitenden Erfolg. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir bleiben brav, anständig, wie es sich gehört. Und wir sehen einander spätestens wieder nächsten Montag. Und ich möchte euch nochmal bitten, was den Fanclub betrifft, meldet euch beim Roland. Und was unser 30-jähriges Jubiläumskonzert betrifft, schaut auf die Homepage, reserviert sich ein Platzl. Das wird uns wirklich, wirklich mörderisch freuen. Ja. Was ein schönes, hat mich sehr gefreut. Franz Brandt war ein wunderschönes Schlusswort. Ich sage Prost und dann natürlich auf dem Herrn Wirten, dem wir einen Vorschlag unterbreiten werden und dann gehen wir die Hapfen, wie man so schön sagt. Alles Liebe, schön, dass du dabei warst. Prost zum Wohl. Und langsam trinken da. Da geht noch was, bevor der Satz kommt. Weltklasse. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist ein gewand worden bei manchen Lied.
Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Hier wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend, das hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's zum Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben halt Post und gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat auch jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl, Sperrstunde. Schön, dass du dabei warst. Pfiat euch gut. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.